Habitäre und einen schönen guten Morgen, weil uns hört man normal zum Aufstehen. Wenn es eine neue Folge Viva Movilusion gibt, sollte es das erste sein, das man am Tag tut. Und wir sind jetzt wieder mal bei die Valex angekommen und ich habe jetzt einfach angefangen zum Reden, weil ich die letzten 2 Mal gefeiert habe und es tut mir furchtbar leid, dass ich nicht dabei sein habe, Kinder, aber ich war beruflich in Aserbaidschan die letzten 2 Monate, darum haben der Mike und der Corby, die mich jetzt auch hier begleiten, würdig vertreten, hoffe ich. Oder es war schon würdig, was ihr gemacht habt, das zwar. Wo warst du? Aserbaidschan, darf ich nicht sagen. Du hast doch ein Spiel gespielt auf der Playstation, wo du den Aserbaidschan gekämpft hast, oder? Nein, ich kämpfe zurzeit auf der Playstation nur in japanischen Gefilden, weil ich Ghost of Yotei spiele und davor Silent Hill F gespielt habe und da bin ich nur in Japan. Also ich war tatsächlich in Aserbaidschan beruflich. Okay. Okay. Also, liebe Zuhörer, Servus und Habitäre von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, da schließe ich mich gleich an. Ich freue mich natürlich auch. Und für Mike und für mich wird es ja heute endlich mal wieder eine entspannte Geschichte, weil wir müssen mal gar nicht so viel reden, weil der Kani ist dabei. Nein, das macht alles der Kani. Dann nehme ich euch jetzt so 2 Stunden für die ganzen Beschwerden, die ich von den letzten Valex gekriegt habe. Ja, was denn? Ballerina, ich weiß nicht, wie die Ortschaft heißt. Hallstatt, steht sogar mal ganz groß dort. Wie dumm kann man sein, wenn man sich im Film anschaut, dass man gar nichts merkt, hä? 2 Nachrichten habe ich gekriegt dazu. Ja, wow. Du hast schon gesagt, Corby, dass du den nicht angeschaut hast, du bist nicht schuld, Mike, das geht auf deine Kappe. Also alle, die da geschrieben haben, holt's bitte Herr Maul. Was soll der Mist? Nein, aber Hallstatt, da können jetzt auf einmal glänzen mit dem Wissen, dann fragst du was anderes und dann und soll von irgendeinem Krampf daher und kaum was nicht, dass Hallstatt ist, dann können sie schreiben, verstehst du, dann ist es stark. Ja klar, Wahnsinn. Haben wir recht, weil das ist wirklich richtig peinlich, mit B sogar. Okay, dann diejenigen, die da geschrieben haben, die kommen bitte im Hardline vorbei nachher, dann wir es ausrambonen. Ja. Aber ich fange an. Rambonen, oder? Genau. Naja. Hör auf, dass du wieder die Zipfeln von unseren Hörern singen willst. Was soll's? Na, aber das war, irgendetwas habe ich noch gehört, was nicht gestimmt hat. Ach ja, stimmt, Corby. Ja, Corby, aber deine Lügenpresse. haben wir überhaupt Zeit dafür? Haben wir da Zeit für den Wir haben Scheiß? einen Bildungsauftrag und wir haben uns ja auf der Fahrt ins Fright Nights drüber unterhalten, dass der Corby ordentliche Lügen erzählt hat über die One Piece Flaggen in, wo war's? Indonesien. Ja, jetzt erklär uns einmal auf, was du, bitte berichtige mal deine Falschaussagen vor der letzten Folge. Das habe ich in keiner Folge erzählt. Das hast du verzeiht, du hast gesagt, da werden uns Törer schimpfen. Na, also du verdrascht wieder Ich Sachen. kenne mich überhaupt nicht aus. Überhaupt nicht. Wenn sich der Mike nicht daran erinnern kann, dann habe ich das ganz bestimmt nicht in dem Alex erzählt. Achso, jetzt ist der Mike vor mir das Maß der Dinge hier, wenn es um Erinnerungen geht. Michael ist der Weise. Also du musst mir jetzt hier nicht, nur weil das ein öffentlicher Podcast ist, hier nach vorn zerren, mir lächerlich machen, weil ich einmal eine kleine Information verwechselt habe. Das muss nicht ich machen, das machst du jetzt mir selber. Ich hasse diese Schön, das gleich Leute wissen, jetzt bin ich wieder da, jetzt weht hier wieder ein anderer Wind. Jetzt ist vorbei mit dem orientalischen Schlendrian. Habt ihr gewusst, dass man hier Leute stumm schalten kann? Ich finde das super. Kannst du das auch, wenn du nicht eingeladen hast? Ja, ist mein Account. Schmeiß die sofort raus. Schmeiß die sofort aus der Folge raus. Ja. Aber der Kani hat gemeint, ich bin mit dem Seppi und mit dem Kani nach Pasching gefahren, aus Fright Nights Filmfestival. Und weil das schon eine sehr lange Fahrt war und der Seppi und ich uns immer gern über Dinge unterhalten, die über den Horizont vom Kani hinausgehen, haben wir uns über das ist lustig, wenn es der Corby sagt. Dann haben wir uns über Nachrichten unterhalten und ich habe halt in der Tagesschau gesehen, dass in Indonesien, ich habe leider Madagaskar gesagt gehabt, Jugendliche die Regierung gestürzt haben und als Symbolflagge die Strohhutbandenflagge vom One Piece genommen haben. Das sechste Mal, wie es über meinen Horizont hinausgeht, wenn ich einer nicht mit zuhöre, aber einen Corby nebenbei verbessern hab können. Ja. Du Motherfucker. Weil niemand hat es dann geglaubt, dass das in Madagaskar der Fall war und das hat dann auch gestimmt. Es war nicht in Madagaskar, sondern in Indonesien und dann hat der Seppi mich wüst beschimpft und hat dann gesagt, dass ich ein Lügner bin. Ja. Den habe ich zurückgehalten müssen. Der Seppi war auf 180. Warum? War die Stimmung allgemein schlecht oder erst ab dann? Nein, Corby und ich waren eigentlich gut drauf, aber der Seppi, der hat wieder mal so einen Grundgrant dabei gehabt, wo der einfach... Der hat Hunger gehabt. Rumgenazit quasi, der hat doch seine Schweinskugeln noch gefressen.
Seine Energiebällchen. Die Schweinskugeln. Auf jeden Fall liebe Grüße an Chiara und Co. Vom Fright Nights. War wieder mal super schön. Leider konnte man dieses Mal nur einen Tag dabei sein. Und der Seppi und ich haben den ganzen Tag mit dem Kani verbringen können. Den haben wir irgendwann verloren. Warum? Warum? Weil es da Alkohol gab. Schuldig im Sinne der Anklage. Ja. Ich muss mich herzlich bei der Jenny bedanken. Die hat nämlich dann noch was vom Müller holen müssen und hat mir dann, nett und lieb wie sie ist, ein Päckchen Pokémon-Karten mitgebracht. Das war lieb. Da gibt's ein Potato. Aber wie war das? Also, ihr habt Filme geschaut, Corby, du und Seppi, und der Kani war weg, oder was? Na, die haben sie davor zum Essen geschlichen. Der Kani hat sie nach dem 3. Kurzfilm dann zum angeblich Na, zum 4. Nach dem 4. Ich habe nur den letzten aus dem Block versammelt. verzupft und dann kam er nicht wieder. Und er ward nicht mehr gesehen. Das ist nicht wahr. Ich bin einfach nur draußen an der Bar gesessen. Oder beim Raucher gestanden, im Kammerl, wenn du das noch weißt. Weißt du? Aber es war jetzt auch nicht so. Kammerl, gut. Ja, die sind gut. Habt ihr gute Filme auch gesehen dann? Habt ihr was Gescheites gesehen? Behemoth ist ja wieder gelaufen vom Kaibo Garzgi. Aber nicht da, wo ihr da wart, oder? Leider nicht, nein, aber der war ja noch da, das war ganz cool, dass wir den wieder getroffen haben. Ah, Wir haben cool. viele Leute getroffen, wieder einen Bäder von die Filmfest haben wir getroffen. Corby und Seppi haben dann seine Frau kennengelernt, die ja bei Devils and Demons dabei ist. Ja, und genau, die muss total nett sein, oder? Die ist, ich hab's ja schon mal kennengelernt, wo wir sie in Köln besucht haben. Hey, die hat einmal einen Kani richtig blöd angemacht, das war super. Also ich hab die Frau sehr sympathisch gefunden. Warum hat sie gesagt? Ich glaube, sie hat über die Treppen geschubst. Dass man Alkohol wegnehmen soll. Und der Kani hat die ganze Zeit behauptet, dass der Peter raucht und dann hat sie gesagt, dass er jetzt mal seine Klappen halten. Hat's geheißen, das stimmt nicht. Aber ich glaube immer nur, dass der Peter heimlich raucht. An Dominik haben wir wieder Überhaupt nicht, den habe ich noch nie, weder im Hardline habe ich ihn auch noch nie irgendwo stehen sehen. Ich habe ja heimlich gesagt. Ja, aber heimlich, es war ja heimlich, weil. Nein, auch vor uns versteckt er das. Auch vor uns versteckt er das. Ach so, okay, von der Welt. Von der Welt versteckt er das, okay. Ja, und wie gesagt, an Dominik haben wir wieder getroffen, am Balkhof, der bei uns in Existence schon dabei war. Ah. Und es war ja Samstag, ist ja, meine ich, überwiegend nur Kurzfilm da. Wir sind ja ein bisschen zu spät leider hingekommen, haben wir dann den ersten Kurzfilmblock mitgenommen. Und da waren ein paar coole Sachen dabei. Aber ja, du weißt es ja, ich und Kurzfilme. Aber so Langfilme ist auch was gelaufen, oder? Na, an dem Tag An nicht. dem Tag nicht. Nein, da ist er dann. Ein Langfilm. Um 19 Uhr. Nein, das ist ja zuerst läuft ein bisschen ein längerer Kurzfilm, der glaube ich jetzt eine Dreiviertelstunde dauert. Dann waren es 2 Kurzfilmblöcke. Und dann ist ja noch die Siegerehrung. Ah, okay. Also ich fand am geilsten den Kurzfilm Existenz, und zwar wegen dem Regisseur, wegen dem Herbert Gantner, der dann irgendwann schon total genervt war, weil, glaube ich, jeder auf ihm zugegangen ist und gesagt hat, also das Ende hätte ich anders gemacht. Und irgendwann hat er schon, ich weiß schon, ich hätte das Ende anders machen sollen. Sehr gut. Aber es hat dann brisiert und ja, ne. Ja, Scheiße. Hat er, aber. Putschi gefällt das, oder? Ja. Wer unsere Steady-exklusive Folge vor Jetzt hab ich am Glockenseil gehört hat, der weiß, was wir meinen. Und da gleich mal schöne Grüße an den lieben Fredward. Schreib uns gar nicht, wann Freunde die Folge zum Herrn kriegen, weil selbst Freunde zahlen für den Scheißtrick. Du Knicker, das Sau, unterstützt uns lieber mal. Amen, Bruder. Genau. Ja, jetzt sagt dabei ein Herz. Ja. Beim Mittelfinger habe ich dich gesehen. So, Freunde, jetzt sind Potato wir gibt's fast noch. schon bei den ersten 10 Minuten und wir haben noch über keinen einzigen Film geredet, den wir was war das für ein Monat, Oktober alleine jeweils gesehen haben. Alleine. Soll ich mal mit dem anfangen? Du darfst, Ja. Mike. Machen Ich wir. habe den Akte Kanone gesehen. Und? Und ja, es war nix. Es war wie erwartet. Das komödiantische Talent vom Liam Neeson ist wirklich unter aller Kanone, hätte ich fast gesagt. War nicht optimal. Also der Film ist wirklich am Anfang, die erste halbe Stunde, da meinst du wirklich mal, leck, das wird was, das wird super. Ich habe wirklich ein paar Mal gelacht und so und dann auch dieser Gag am Anfang mit dem Banküberfall, wo er sich als dieses Pfadfindermädchen verkleidet und dann wird er auf einmal da zum Mann und unten steht ihm die Unterhosen aus und dann halten sie am Knarren hin, von denen beißt er ab, bevor dem Schokoriegel und so. Ein paar wirklich amüsante Sachen, aber er wird immer wenn ich jetzt sage flacher, ist das fürs Genre wahrscheinlich ein Watschen ins Gesicht, weil das ja allgemein sehr flach ist, aber es wird dann nicht einfach so quatschig, dass du nicht mehr lachen kannst. Also es war wirklich so, dass ich das nicht mehr lustig fand. Der Anfang war nicht schlecht, wie gesagt, aber dann wird es sehr, sehr beliebig und dann konzentriert er sich dann mehr auf jetzt mache ich die Finger in der Luft
Anführungszeichen Handlung und die eigentlich fast dieselbe ist wie in der Nackte Kanone Teil 1. Und der Funke ist leider bei mir nicht übergesprungen. Ich vermute jetzt mal, du bist schon eher mit einer positiven Einstellung an den Film ran. Ich habe gesagt, ich bin mit einer total Null Einstellung gegangen. Das war wirklich also ein Ding, wo ich gesagt habe, entweder haut mich der jetzt weg oder er ist mir scheißegal. Und leider war er mir am Schluss scheißegal. Am Anfang, wie gesagt, habe ich mir nur gedacht, schön und ein paar gute Gags und du musst jetzt auch nicht so, dass ich da gesessen bin und und wow und meine Frau so angehauen und gesagt, hey, schau dir das so geil das ist. Hast du das gesehen? Dann war ich so, der war nicht schlecht. Passt. Aber wie gesagt, am Schluss da ist wirklich gar nichts mehr gegangen. Das war, also von meiner Seite gibt's leider keine Empfehlung. Das war jetzt nicht so das Große. Ja gut, aber dumme Komödien, das wissen wir ja mittlerweile, dass du... Richtig, also schaut es euch Du bist natürlich... ja unser Weirdo-Humor-Typ. Ja, aber wie gesagt, ich mag ja die ersten 3 Teile ja auch, aber ja, das ist aber eines deiner seltenen guten Entscheidungen, wo du Humor gut findest. Okay. Weil du bist ja einer, der immer nur beim Otto lacht, wenn es heißt, schwarze Hände, schwarze Füße. Ja, Deswegen, das ist natürlich... kannst du nicht die Messlatte für guten Humor sein. Okay. Ich habe gesagt, ein, 2 Sachen, die tue ich gerade kurz abhandeln und wer auch nicht recht für mehr das Screentime, Besprechungstime jetzt kriegt von mir, ist Megan 2.0, also Megan Teil 2. Wobei ich aber sagen muss, dass der mega unterhaltsam war. Also der hat mir jetzt auch besser gefallen wie der erste. Aber wir sind da ganz weit weg von einem Horrorfilm, wo es ja der erste Teil war. Das war ja wegen so diese moderne Chucky-Variante mit KI und hin und her. Megan 2 ist eigentlich Terminator 2 in poppig. Mit ganz viel, diese momentane Ästhetik, die man da also hat bei K-Pop, Demon Hunter und so. Ich finde, dass da auch ein paar so Elemente so zusammenspielen und so. Also auch die von der Optik her. Die Kämpfe waren cool. Die Story dahinter, also sie hätten wirklich auch versucht, eine Story und ein bisschen so Kritik an dem ganzen KI-Gedöns zum Raushauen und so. Also sie haben es wirklich versucht in alle Richtungen und der Film hat auch selten Leerlauf, finde ich. Es ist immer irgendwas los und immer wieder ein paar so Ideen drin, wo du sagst, ja, nicht schlecht, kann man sich anschauen. Dann ein paar Anspielungen an Metropolis, zum Beispiel an diesen alten Klassiker und ja, ich habe den Film leider nicht besser kennen. Das war so auch wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, entweder unterhält mir jetzt der oder es wird ein totaler Scheißtrick. Und das war wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, hey, durch die Bank diese 2 Stunden, die war wirklich unterhalten. Aber es ist wirklich verdammt viel Blödsinn drin, aber unterhaltsamer Blödsinn. Cool. Ja, immerhin, schau. Ja, hat mir besser gefallen wie der erste, weil er wirklich so losgelöst von allem war. Der hätte jetzt bei dem Film immer alles passieren können, weil der hat auf alle Konventionen und Genre-Klischees die hat er zwar hergenommen, aber auch drauf geschissen und hat alles gemischt, ob das Action war, ein Horror war, ob das ein Drama war, Gesangseinlagen, Tanzeinlagen, der hat die ganze Zeit bombardiert mit irgendwas. Aber blutarm, oder? Ja, sehr. Komplett, oder? Wir haben jetzt 2 Szenen drin, wo du sagst, ja, okay. Also, ich weiß nicht, was er jetzt dafür Freigabe gekriegt hat, aber das ist ein 12er-Kandidat, finde ich. Ja, ich glaube, der hat ein PG-13 gehabt bei den Amis. Ja, einer, dem hauen sie mal in den Kopf aber das geht aber da dann so schnell, dass dann sagst, habe ich bei Jurassic Park diesen einen abgerissenen Arm ja auch gesehen, so ungefähr, weißt du? Also es war jetzt nichts so, dass du das jetzt recht stark gesehen hast, aber zwar so Spitzen hat er drin, aber durch das Ganze sehr locker flockig daherkommt und nicht wirklich, so bitter ernst inszeniert ist, macht es schon Spaß. Das hat einen hohen Fun-Faktor. Bin ich gespannt, ja. Ich war von dem ersten gar nicht begeistert. Also ich habe den damals, wo der im Kino war, der war so okay. Da im Kino gesehen, da habe ich aber mindestens ab der Waldszene habe ich dann geschlafen. Ich wollte gerade sagen, du hast ja eigentlich verschlafen, gell? Das weiß ich noch. Ja. Da waren alle ziemlich sauer, weil ich hab's gezwungen, dass mit mir ins Kino noch gehen. Und dann schläft er. Und dann schlaf ich. Sehr schön. Hardline. Der Mike zwingt uns so, dass wir ins Hardline gehen und verschluft das so über die Festel im Saal. Ja, ich zwinge euch, ist armer Naschen. Ja, weil ich zwingst das ist ja unfassbar. Aber PG-13 ist ein gutes Stichwort, weil da war für mich so ein Leck, nämlich jetzt die Freigabe für Predator Badlands. Was? Der hat eine PG-13-Freigabe gekriegt. Ich habe zwar jetzt auch schon die ersten Stimmen gehört und es liegt anscheinend doch halt auch überwiegend daran, dass es keine menschlichen Opfer gibt. Also trotzdem gute Sachen drin und hat, aber ich bin jetzt echt gespannt, wo es da dann hingeht, wenn sie uns mit Predator eine PG-13-Variante hauen. Aber er kriegt
überwiegend wohlwollende Stimmen bisher. Soll viel Spaß machen, soll aber die Arnold Schwarzenegger Predator-Fans, die werden wahrscheinlich nicht so begeistert sein. Er ist anscheinend schon auf eine ziemlich neue Generation irgendwie zugeschnitten. Für ein neues Publikum. Ja, und macht er die Lore weiter, oder? Das, wo man bis jetzt... Ja, genau. Er soll schon so jetzt das ein bisschen weiterführen, was wir jetzt mit Prey schon gekriegt haben und dann mit Predator Killer of Killers und jetzt Badlands. Das geht schon alles in eine Richtung anscheinend. Aber ja, wie gesagt, eigentlich der erste Predator, der keine mindestens eine 16er Freigabe gehabt hat, oder? Weil ich glaube, der harmloseste von der Freigabe her war der Alien vs. Predator, der erste. Der, glaube ich, der 16er gehabt. Ja, und Upgrade. Upgrade war ab 16. Ja gut, da waren aber unsere FSKler schon ein wenig langsamer unterwegs, weil früher war er wahrscheinlich in die Zirk gewinnen. Weil er doch einmal ein bisschen batzelt. Ja, ab 18 auf jeden Fall, weil der war hübsch grob. Okay, ja, ich hab jetzt aber auch anhand von dem Trailer, ich weiß nicht, mit wem ich ihn gesehen habe, ich mit dir bei Bring Her Back, glaube ich, oder? Kann das sein? Ja, und da ist der Trailer gekommen. Ich habe mir jetzt dann aber anhand von dem Ganzen auch gedacht, weil sagt man ja nur diese Monsterkämpfe hauptsächlich, habe ich mir gedacht, ja, jetzt wo du das eben sagst mit dem PG-13, kann ich mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen irgendwie, wenn das wirklich hauptsächlich Roboteropfer sind oder diese Cyborgs, wo es da auch gibt von Weyland-Yutani oder halt dann auch diese Monster auf dem Planeten oder andere Predator, kann ich mir dann schon vorstellen. Und wie gesagt, wenn das geil gemacht ist, ich bin für alles offen. Schauen wir halt mal. Ja, und Trachtenberg hat uns ja mit Prey schon gezeigt, dass er weiß, was er mit der Marke macht. Ja. Und jetzt halt auch mit Killer of Killers. Und deswegen bin ich da mit Badlands erst einmal positiv gestimmt. Ja, aber die waren schon auch gory, gell? Also die Killer of Killers und Prey waren ja schon gory unterwegs, gell? Ja, die schon noch. Aber ich meine, das waren jetzt nicht die Qualitäten, die die Filme ausgemacht haben. Na, um Himmels Willen. Das meine ich damit. Deswegen kann der, glaube ich, auch Geschichten Predator erzählen, wo es nicht umeinander blättert, sondern wirklich so bildlich und erzählerisch gut gemacht ist. Ich bin's neugierig. Ja, also ich freue mich da aber auch schon definitiv drauf. Der Trailer hat voll Bock gemacht und der Predator ist ja ganz ein nettes Viech. Eigentlich schon. Den kann man immer schauen, ja. Das ist ein Patenter, würde ich sagen. Ja. Ein Tüchtiger, der mag jetzt arbeiten. Corby, was hast du so erlebt? Corby, sprechen Sie. Also wisst, ich habe wirklich viel Scheiß gesehen, aber zwischendrin immer wieder ein paar Perlen. Die Perlen habe ich mitgebracht und einen Scheißdreck, da will sich der Kani furchtbar darüber aufregen, dass ich das als Scheißdreck bezeichne. Ach, bei dir doch nicht, du bist der geschmackslose Wulzau. Sehr gut, weil ich berichte jetzt über The Zone of Interest. Habt ihr den schon mal gesehen? Nein, noch nicht. Helf mir schnell. Ach, das ist dieser Schießfilm, oder? Na. Da geht's um die Familie vom Rudolf Höss. Das ist ein Nazi-Film. Ach, der Scheißdreck. Wieder Vergangenheitsbewältigung with a Movie. Okay. Naja, nicht so richtig, weil es ist schon eine interessante Ausgangslage. Also es ist ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht, also ein Historienfilm. Wer hätte das gedacht beim Film über den Zweiten Weltkrieg? Wer das nicht weiß, der Rudolf Höss war ein Lagerkommandant von Auschwitz. Der Film behandelt halt im Endeffekt, dass die neben Auschwitz, neben dem Lager wohnen und verfolgt aber die ganze Zeit nur die Familie. Du hörst im Hintergrund halt natürlich, wie es die Leute abschlachten und systematisch umbringen und so. Und das hat natürlich dann auch ein bisschen was mit seiner Arbeit zum Tor. Aber du siehst da eigentlich gar nichts davon, sondern du hörst es immer nur im Hintergrund. Und es geht halt mehr darum, wie die halt versuchen, oder was heißt versuchen, wie die ihr Leben da halt leben und das alles so integriert haben. Die haben da einen Pool mit dabei, dann geben es Gartenpartys, Geburtstag wird gefeiert und alles Mögliche. Und das ist halt so dermaßen makaber, dass ich mir auch gedacht habe, okay, es ist eine sehr interessante Art und Weise, so einen Film überhaupt zu machen. Und ansonsten, so wie es der Mike halt schon sagt, es ist Vergangenheitsbewältigung. Ja. Mitspielen dort auch die Sandra Hüller. Super. Wer ist das? Kenn ich nicht. Ach, leid. Anatomie eines Falls, den da kann ich leider nicht gesehen. Ja, den wir im Kino anschauen wollten und dann haben wir festgestellt, ach, da gehen mehr Leute rein als bloß 2. Arschgeigen die. Toni Erdmann hat hier noch mitgespielt. Über den Film habe ich, glaube ich, hier auch schon mal berichtet, aber das ist schon 800 Folgen lang her. Ist auch ein sehr guter deutscher Film. Genau. Also die Frau hat mir schon ein paar Mal gesehen.
Mike, deswegen merkt er den Namen. Und ja, The Zone of Interest, bis der Mike War schon sagt, nicht so unterhaltsam, oder? Na, also es ist künstlerisch sehr interessant, es ist als Historienfilm okay, aber das Künstlerische hat wieder mehr gepackt als die Handlung an und für sich. Hat aber, glaube ich, sogar einen Oscar gekriegt, oder? Das beste internationale Film. Der ist mal ziemlich gut über die angekommen. Ja, genau. Ist aber keine deutsche Produktion, oder? Wo ist denn? USA, Vereinigtes Königreich und Polen. Okay. Die Deutschen haben da anscheinend nur mitspielen dürfen. Wenn dann schon Typecasten. Also vor allem beim Ende vom Film, also ich spoiler jetzt, die verlieren den Krieg. Na, Schmarrn. Ja, den brauchen wir gar nicht mehr anschauen. Super. Na, am Ende von dem Film sieht man halt dann nochmal Aufnahmen aus der Gegenwart, aus dem KZ. Und wie schon gesagt, es ist eher ein künstlerisch angehauchter Film, als dass der jetzt irgendwie eine stringente Geschichte erzählt. Das schaue ich mir an, damit ich das kontrollieren kann, was du gesagt hast. Ja. Ich werde es dann in die nächsten Woche berichtigen. Wo läuft sowas? Im Bei Fernsehen. Prime. Ist er gerade umsonst drin, oder wie? Also im Oktober war er umsonst drin. Ob der jetzt immer noch drin ist, weiß ich nicht. I will check this out. Dann schaue ich mir auch mal. Ich habe eigentlich schon lange auf der Liste, weil mich auch interessiert hat, aber bisher nie geschafft. Ich glaube, wir haben auch schon zweimal bei die Prime-Deals für 1 Euro ausgeliehen und dann vergessen. Aber definitiv kein Gute-Laune-Film. Also Die hat die Thematik selten an sich, gell? Ich hebe jetzt die Stimmung einfach ein bisschen. Da jetzt einfach mal sagen. Und mir an dieser Stelle der Ari recht herzlich gratulieren zum Nachwuchs, der Mädchen jetzt kriegt. Der Ari, habt ihr es vor kurzem gehört? Ja, auf jeden Fall. Habt ihr es gehört in unserer letzten Folge zu Hostel mit dem Kani und mir. Da warst du zu Gast. Und die Ari ist beim Schreckszene-Podcast eine von zweien. Sie und Lena machen das und die Ari hat jetzt eben, wie gesagt, Nachwuchs gekriegt. Und an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch von Viva la Movilusion. Da hat er recht. Das sagen wir mir Familiäres Teil 2. Ich habe zu meinen Kollegen gerade gesagt, ich habe heute was im Kino erlebt. Ich war heute schon im Kino. Hey, und zwar zugeschaut? ein Pumuckl. Zwangsweise. Und zwar, ich hole jetzt ein kleines Bild. Warum? Ich erzähle das. Ich hole ein bisschen aus. Wir haben einen riesigen Nussbaum vor der Haustür mit einem Mordshaufen Haselnuss. Die sammelt man mir zusammen und verkauft man es dann im Herbst bei eBay. Macht man so ein Backel, das sind dann 10, 13 Kilo, kriegen wir dann um die 30 Euro und mit denen gehen wir dann ins Kino. Das war jetzt dieser Fall. Nur, der Papa hat reserviert für Alles voller Monster. Dann steht er mit seinen Kindern an der Kasse, beziehungsweise da wieder beim Karten-Abscanner. Und dann wird abscannt und dann, du bist aber noch nicht 6, oder? Zu dir. Sag's zum Jonas. Dann sagt der Jonas, hey, ich bin 7, was möchtest denn du? Ja gut, der Verein. Dann auf einmal steht ich neben Elias, du bist aber nur keine 6 Jahre alt. Sagt Elias, nein, ich bin 5. Ich habe ihm schon gesagt, er muss sagen, er ist 5, weil, was das eh. Und dann haben sie uns tatsächlich nicht in diesen Scheißfilm einlassen. Ja, zu Recht. Freunde. Wir haben Regeln hier. Wir sind immer noch in Deutschland. Wir haben ja Regeln. Ja, aber was ist denn los? Alter Schwede. Also, wenn das, sie haben überall eine Regelung. Überall haben sie eine. Bei Freigabe ab 0 darfst mit die Eltern ins Kino. Mit Freigabe ab 12 darfst mit die Eltern ins Kino. Freigabe ab 6 darfst nicht mit die Eltern ins Kino. Ja, wie sollst du aber jünger als 0 sein? Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber du schickst einen 6-Jährigen auch nicht ins Kino, du Schmatzhaum. Grütze, fix. Ja, aber da gehst du bloß, er nicht 6 Jahre alt ist. Wahnsinn. Hey, und dann schicken sie die echt heim. Und dann bist du da der Erziehungsberechtigte, dann schicken sie die heim. Ich bis 2, ich gehe jetzt an Kasse und dann darf ich mir jetzt umschwenken und dann habe ich da eben gesehen, dass der Pumuckl alle halbe Stunde läuft. Ich gesagt, ja, dann haben wir uns da einen Pumuckl rein. Und ich war positiv überrascht. War sehr gut, hat als Film im Filmformat auch funktioniert. Wer diese RTL Plus Serie schon gesehen hat, der weiß, wo sie sich einlässt. Dass dieses Pumuckl-Thema neu aufgelegt worden ist, aber mit sehr viel Respekt vor die alten Serie. Und da geht's jetzt, noch, gell? Nein, nicht so viel. Ja, Bier wird gesoffen, also Bier schon. Gestellt wird auch ohne Ende ein Haufen Scheiße und ein wenig Kruzifix und so. Es gibt einmal so Sprich wie, schlechte Leute sind allweil gut, also es ist schon hübsch bayerisch. Also, ich glaube einer, weil es spielt ja in Minger, also jemand, der wo aufs Minger zuschaut, der versteht den Film eigentlich, glaube ich, gar nicht, weil es zu bayerisch ist. Auf jeden Fall, der Pumuckl und der Meister Eder kämen in die Heimatstadt von Meister Eder zurück, da wo er gelernt hat, und da wird er eingeladen und da soll er was machen, eine Sache schreinern, und ja,
Und da ist er dann auch quasi eingeladen vor dem Dorf, dass er da dazu hilft zum Maibaum aufstehen und zu diesem Fest. Ja, natürlich ein Pumuckl mit dabei, der macht dann Haufen Scheiß und versteht diesen Brauchtum vom Maibaumstein ein bisschen falsch und dann wird das alles turbulent und es gibt dann Haufen Tohuwabohu. Also, war cool, war lustig, frage aber ab 0, können alle reingehen, der war ein bisschen spannend, Haufen Schimpfwörter, aber das passt schon. Du kriegst beim Papa, da haben auch nichts anderes vorgesetzt und ja, das war ein schöner Film. Ich freue mich jetzt auch schon wieder, im Dezember geht die 2. Staffel los vom Pumuckl, von der neuen Serie und da bin ich auch wieder am Start. Also war cool. Ja, dann ist Cool, sehr schön, oder? sehr schön. Ja, voll schön. Aber ich hätte alles voller Monster hätte ich auch gern gesehen. Ja, er hat in Zukunft einfach ordentlich an deutsche Regelwerke, dann hast du nicht so Probleme. Also das Problem haben wir aber auch noch nie gehabt. Also waren wir jetzt in Kinopolis in Landshut. Also wer da zuhört, also schaut out an diese Frau, die da gescannt hat, die nimmt den Job wirklich sehr ernst. Aber da im Plattling, was haben wir schon im Plattling so Filme ab 6 angeschaut und da hat sich noch nie was gefallen, aber da nehmen sie es wirklich sehr genau. Da hat sogar Listen, weil es schon gewusst hat, wenn da einer mit seinem 6-Jährigen oder unter 6-Jährigen kommt und fragt dann, was der Scheißdreck soll, die habe ich voll Listen, hat sie gesagt, oder hat es da drauf Ja, bei irgendeinem Film, jetzt weiß ich nicht mehr, was das war, da haben sie auch gemeint, dass es ein Kinderfilm ist, der sogar ab 0 oder so ist und ich glaube, dass da dann in irgendeinem Kino oder irgendeiner Kinoreihe sogar die Freigabe selber aufgestuft hat auf 12, Okay. das einfach hingeschrieben hat, damit Eltern nicht, die Kinder haben, die jünger als 6 sind, von Haus aus gar nicht auf die Idee kommen, dass sie gingen. Okay. Weil Oder gesagt, zu die haben Kiduchi vielleicht. Die haben so viele Kinder heimschicken müssen, so viele Eltern mit denen die Kinder, weil sie es halt einfach nicht reinlassen dürfen, dass sie dann einfach hingeschrieben haben, FSK 12, dass das dann schon mal ein Großteil von den Eltern von Haus aus abschreckt, dass sie überhaupt hingingen. Aber Das war ich weiß nicht mehr, welches Ariel. das war. Ariel? Ja, das war bei Doch. Na. Das haben doch, weil sie uns das beim Ding verzeiht haben, beim Cineplex. War das Ariel, hat der 6er Freigabe gehabt? Ja, weil sie gesagt haben, die ganzen naja, Edmund. Disney-Filme sind ständig ab 6 und dann haben sie immer das geschießt. Ich glaube, es war ein guter Film, nicht Ariel. Muss ich ja so So sagen. Ariel wollte doch keine Sau nicht gehen. Ja, vor allem die Kinder nicht. Aber die 3, wo waren, die haben es haben Ja, geschickt. die haben sie mal geschickt, ja. Super. Cineplex ist ein gutes Stichwort. Die war am Freitag in Neufahren wieder mal. Da wo sie uns ja sehr gern mengen. Und da war die Nacht des guten Geschmacks an Halloween. Ja, ich habe mir an Halloween einmal nicht besoffen, sondern bin ins Kino gegangen. Aber als Gast zu der Nacht des guten Geschmacks, weil da ist nämlich das Original I Spit in Your Grave von 78 gelaufen. Und danach haben wir noch Conjuring 4 angeschaut. Oh, Ja. schönes Double-Feature. Das war ein cooles Double-Feature auf alle Fälle. Ich kombiniere gleich mal so 2 Warlecks, weil ein Warleck ist wirklich so eine... Es hört sich natürlich jetzt so drum... Also eigentlich ist es... Nein, es ist ein Wort-Dreck und zwar eine dieser Rape-Scenes aus I Spit in Your Grave. Der Film ist ja... Der funktioniert ja 19... Obwohl er von 78 ist und die machen halt so... Funktioniert der, finde ich aber noch ziemlich gut. Also der ist trotzdem knüppelhart. Aber... Das sind einfach, erstens schon mal die deutsche Synchro ist hundsmiserabel, die nimmt dann wieder ganz viel von seiner Härte raus. Dann ist er, weiß nicht, muss man mal im englischen Original anschauen, weil manche Szenerien sind einfach stark, da sind keine Umgebungsgeräusche da stapfen sie durchs Wasser und plätschern und was weiß ich, und du hörst einfach nichts. Weiß nicht, ob das an der deutschen Ton, am deutschen Ton liegt oder ob das im Original auch so ist. Und dann ist er da, wie gesagt, so Rape-Scenes und dann hängt halt der Typ hinten an dir da dran und wirft sie von links nach rechts und hupft da umeinander und du sagst, was ist denn das? Kein Mensch bumst so, was soll das? Und selbst wenn es jetzt da ein Rape, wenn es ein Vergewaltigungstat ist, das ist so lächerlich, dass du wirklich sagst, die machen... Und da diese spricht gerade Härte- der Experte leicht. Aber hallo du hier. Hallo hier, ich bin der Sexual Predator, weil wir schon mal bei Predator waren. Und zwar nicht PG-13, hier ist NC-17. Aber da ist wirklich, das ist so beschissen gespielt und man dachte, was ist mit dem Regisseur los gewesen? Der muss doch auch sagen, hey Alter, das ist eine knüppelharte Scheißszene, führ dich nicht auf für Vollidiot. Wahnsinn, also ich kann nur mal, also erstens mal gehört sowieso angeschaut, der Film, weil er echt ein guter, harter Ding ist, aber achtet jetzt mal auf die Szene, wenn der zweite oder dritte da diesen unfreiwilligen Akt vollzieht, wie unglaublich lächerlich das ist. Ich hoffe, der hat nie wieder eine Filmrolle gekriegt, der Hans Wurst, weil der so beschissen gespielt hat. Hat mich richtig aufgeregt. Aber an sich, starker Film und cool, den auf der Leinwand zu sehen. Dann geht's weiter, Neufahren im Kino. Wie gesagt, die lieben uns ja, die Neufahrer. Und in der Nacht des guten Geschmacks gibt's ja immer zu jeder Karte ein Getränk dazu. Dann, ja, haben wir so Flaschen Wasser mitgenommen. Und sage, ist jetzt da die Flaschen auch drinnen oder sind es nur die Dinge aus dem Becher? Weiß ich jetzt nicht, ob wir das irgendwie aufsplit haben. Ah nein, wenn dann die aus dem Becher. Ja, okay, so, ich bringe es wieder zurück, hol mir Wasser aus dem Becher. Gib mir wieder einen Kass.
ja, weiß jetzt gar nicht, ob das da heute dabei ist. Dann sag ich, du, das ist nach des guten Geschmacks, da ist doch immer ein Getränk dabei im Preis. Er weiß jetzt nicht, heute mal schnell seinen Chef. Ja, dann kommt sein Chef irgendwann daher, übrigens ein cooles Kostüm gehabt, so diese Pestmasken von die Ärzte von damals, mit so Sense und so, hat cool ausgeschaut. Ja, aber es ist halt kein Getränk dabei, weil sie verschenken ab und zu vor dem Einlass einen Cocktail. Und das ist dann damit gemeint, wenn es heißt, das ist ein Getränk im Preis inbegriffen, aber das Wasser jetzt nicht. Dann sage ich, gut, habe ich nicht gewusst, dann tue ich es halt wieder, dann soll ich es halt, dann tue ich es zurück, dann sauf ich nichts, das Arschlöcher. Ja, das hat er gesagt. Nee, Ich habe so einen Boden hingeworfen, ich kenn's wie am Arschlecker, die Kinokarten zerrissen und dann bin ich gegangen. Vom Becher abbissen, ne? Ja, genau. Und vom Chef auch noch abbissen. Oder Masken fahren, wo er noch was haben. Dann sage ich, ja gut, passt, kauf mir mal Wasser, ich bin ein weißer, reicher Europäer, ich kann es mir leisten, bin ich drauf angewiesen auf deine Almosen. Dann sitzt du jetzt so drinnen und denk mal so, aber irgendwie, wir bewähren wir ja das ja regelmäßig, wenn wir einen Kassettenschmerz machen und so. Auch jetzt fragst du mal nochmal an Markus, unseren Ansprechpartner da, der für die 4 Niederlassungen, mit denen wir da zusammen zuständig ist, damit wir das in Zukunft richtig verzeihen, dass Neufahren das zum Beispiel eben nicht bietet. Er schreibt halt dann zurück so, na du, der ist ja gar nicht in der Nacht des guten Geschmacks heute. Denk mir so, okay. Dann schreibt er kurz drauf, na heute mal, der ist schon in der Nacht des guten Geschmacks dabei. Dann denk ich so, okay, habe ich mir nämlich auch gedacht. Warte, jetzt kommt gleich jemand und bringt da einen Popcorn-Gutschein. Sagt, mit dem Scheißtrick, ich schau mir jetzt da, ich bin eine richtige Karen jetzt, als hätte ich Pets bei dir. Nein, das passt schon, da kommt jetzt gleich einer und verteilt Popcorn-Gutschein. Sag, ich sperre mich im Klo ein, ich gehe nie wieder auf Neufahren, du bist nicht ganz dicht. Sag, du kannst das jetzt nicht britschen, ich wollte auch nicht britschen, ich wollte noch fragen, wie es ist, damit wir es in Zukunft richtig verzeihen, dass es vielleicht an irgendeinem Standard anders ist. Nein, und so, das muss schon überall gleich sein und passt am ersten war lecker. Und dann kommt der halt der eine und verteilt dann alle, die da waren, einen Popcorn-Gutschein. Ich bin da gesessen, Gott, ich schau mich in Grund und Boden, jetzt bin ich die absolute Oberkaren da herinnen. Der hat die dann angeschaut, hat ein blaues Auge gehabt, schaut die dann so und hat Danke gesagt, oder? Dein Gutschein, du Arschloch. Ich weiß nicht, ob es Zufall war. Letzter Tag. Danke. Meine Kinder werden fragen, warum Papa keine Arbeit mehr hat. Also, ein Beutel von seinen Kindern hat er mir noch ins Gesicht gehalten. Die werden jetzt verhungern wegen dir, die werden verhungern. Also ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er bei mir am schnellsten vorbeigegangen ist und mit dem Gutschein in den Hintern gedrückt hat. Die anderen haben mir so gesagt, normal ist was zum Trinken dabei, gell, da kriegen sie jetzt einen Gutschein, weil das haben wir in einem Fehler gemacht und bei mir, da und weg. Ich freue mich schon, wenn wir wieder mal auf Neufahren kommen und da vielleicht bei der Nacht des guten Geschmacks anmoderieren. Wir haben mittlerweile so viele Geschichten zum Verzeihen über die Erlebnisse in Neufahren. Beschwerden wegen unserer letzten Anmoderation, weil wir Neufahren nicht die Größe zusprechen, die sie eigentlich hat. Weil wir uns lustig machen über das, dass sie keine ordentlichen Karten verkaufen an uns und wir nicht wissen, wo wir sitzen. Apropos, nicht wissen, wo wir sitzen, dann gehst du in Conjuring 4 nicht, dann hocken 3 Leute auf deinem Platz. Muss gleich wieder die Karen außerhängen lassen, weil es gleich weiter staubt. 10 Leute, mein Platz, ab mit euch jetzt halt hier. Also ich bin Halloween, neu vom Kino, ich bin 100% im Karen-Modus gewesen. Schön. Das hat aber meine Frau heute auch im Kino da in Landshut. Da war nichts los, der Saal war riesig, da war nichts los. Ja, hey, setzt uns jetzt einfach mit ein. Sag ich, nein, wir nehmen die Sitz, wo wir haben und dann schauen wir mal weiter, was passiert. Genau, wir haben weil das haben wir nämlich schon mal gehabt, dass wir dann da sitzen, dann ist finster, dann suchst du nämlich im Finster deinen Scheißplatz. Und ja, genau, das scheiß Kino war voll bis unter das Dach. Ja, genau. Und außerdem, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind immer noch in Deutschland. Wir haben ja Regeln, gell? Und wenn du einen Sitzplatz hast mit einer Nummer und einer Reihe, dann sitzt du auf diesem verdammten Platz. Egal wie leer das Kino ist. Und wenn da steht, der Film ist ab 6, dann wartest du auf die 6. Person, weil mit 5 Personen darfst du nicht rein. Ganz genau. Das hat alles hier an seinem Platz zu sein. Richtig. Außer irgendjemand reserviert für King Kong vs. Kong, oder was? 2 was? Ja, King Kong vs. Kong war das, ja. Die stand halt in der ersten Reihe, wirklich in der allerersten Reihe vorm Bildschirm. Das restliche Kino war eigentlich fast leer. Und irgendwann, wenn du so Nackstarre dann kriegst, dann sagst du, so, ich gehe jetzt eine Reihe mal nach hinten. Und in dem Moment kommt sofort der Aufseher eine, schau, dass du fertig ist. Ja. Sagen wir den Elektroschocker für Raptoren. Ja. Viel mit der Qualität. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken an Cineplex mit Die Nacht des guten Geschmacks, und zwar, wo wir Werner Beinhardt gezeigt haben. Meine Podcast-Kollegen haben mir groß und breit davor erklärt, dass das Dümmste war, was ich überhaupt gemacht habe, dass das eine Frechheit ist, dass ich diesen Film in die Liste eingetragen habe und der dann auch nur ausgewählt wurde. Das Ende vom Lied war, es war voll.
Es war absolut voll. Ja, und warum? Weil es Leute nicht glauben, Kinder, so ein Scheißtrick in dieser Nacht des guten Geschmacks zeigt wird. Und dann haben sie sich eingesessen und haben sie gedacht, das gibt's ja nicht, Himmelvater, schau, aber die zeigt das wirklich in der Nacht des guten Geschmacks. Er hat das wirklich alles super gemacht. Ich fand's ganz toll. Danach sind mindestens 4 Leute auf mich zugekommen und haben sie bedankt. Verprügelt? Na, die haben sich wirklich bedankt, dass wir das ins Kino gebracht haben und ja, hab mich sehr gefreut. Ja, haben wir gern gemacht. Oh Mann. Sehr schön. Na, Chico, habe ich das gefreut mich, dass es so ein Erfolg war. Hast du den Bab dabei gehabt im Kino? Ich habe meinen Bab dabei gehabt, das war natürlich fast überhaupt nicht peinlich, weil ich mich null vorbereitet habe, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, das kann man wahrscheinlich, wenn die anderen recht haben, 10 Leute oder so ins Kino und dann war das voll. Und ich stehe da vorne und denke mir, ich habe nichts vorbereitet, so, ich muss jetzt einfach irgendwas verzeihen. Ja, weil du selber nicht an deinen Erfolg glaubt hast, Jay, Corby, aber uns so fucken und du hast selber nicht an die glaubt. Was hast du denn dann verzeiht? Das kein Film singen. Er hat dann einfach gesungen, na, Bernhard wie ein Rocker, Ich habe einfach was über den Podcast verzeiht und dann habe ich gesagt, dass das Niveau, das der Brösel da in diesem Film geschaffen hat, ähnlich ist zu unserem Podcast. Dann habe ich noch gefragt, wer den Film schon mal gesehen hat. Dann haben sie natürlich alle gemeint. Und dann habe ich gesagt, warum geht's denn dazu ins Kino, Mann? Ist ja klar, Sachen im Kino zum Singen ist immer besser als daheim. Alle Sprüche sind mitgesprochen worden. Alle Songs da drin sind mitgesungen worden. Also allein die Stimmung da drin hat schon nochmal richtig zusätzlich Bock gemacht. Also es war wirklich toll. Schick, freut mich. Gut. Sehr geil. Mike, was hast denn du sonst nur so erlebt? Ich habe einen Film gesehen, den ich schon ewig lang gesucht habe und nie gefunden habe und bin dann durch Zufall drauf gekommen, dass es einen UK-Import des Films gibt mit deutschem Ton. Und zwar geht's da drum um Scooby-Doo an Zombie Island. Okay. Ich habe bis jetzt ja nur Gutes gehört und das war so ein Halloween-Film, den ich mir das Jahr unbedingt eingebaut habe. Und wie gesagt, dann habe ich eben ChatGPT gefragt. Ich sag's, wie es ist. Ich habe gefragt, hey, wie schaut's denn aus? Gibt's das irgendwo? Oder ist das in so einer Serienbox mit drin oder irgendwas? Dann sagt ChatGPT, halt diese UK-DVD. Und dann schreibe ich bei eBay eine, schreib's sogar in deutsche Shops rein, UK-DVD mit deutschem Ton. Habe ich natürlich gekauft, 10 €, ist gekommen und der Film war mega gut. Also der vereint wirklich alles, was an Scooby-Doo geil ist und ist eine Weiterführung von der Originalserie. Das Team ist zerstreut, die haben nicht mehr beieinander um die Mystery Machine und müssen aber dann wieder zusammenhelfen für einen ganz speziellen Fall, in dem diesmal nicht alles reine Fiktion oder Masken sind, sondern diesmal geht's wirklich um Dämonen und Zombies und Verfluchte und bam. Der Film hat teilweise richtig gruselige Szenen auch drin, so mit, sie versuchen es also so mit The Fog-mäßig, dann die so Zombie-Piraten, die da vom Sumpf rauskommen mit Nebel und so. Dann natürlich dieser übliche Scooby-Doo-Slapstick-Humor, der einfach voll geil ist. Mein Bruder, den hätt's bald zerrissen. Der Jonas, der hat das richtig gefeiert, der fand's super. Schön. Also das ist so ein richtig schöner Film, um auch die Jugend so in Richtung Horror zum Schubsen und auch als alter Hase sitzt da und sagst, ja, cool, schön. Also zirkt alle so diese Register, die ich cool finde oder die man auch in der Originalserie schön fand. Und war wirklich diese, weiß ich nicht, 80 Minuten, was dauert hat, ein tolles Serien-Special und war mega unterhaltsam. Und an der Stelle natürlich eine Empfehlung für diese UK-DVD mit deutschem Ton. Holt euch das Ding. Irgendwann für ChatGPT gibt es jetzt eine Empfehlung. Das setzt sich sowieso nicht durch. Na, war das dann Zeichentrick? Ja. Ja. Okay. Genau, und ein cooler Soundtrack dabei, so wegen so punkig, punkrockig, ein bisschen so wie die Bloodsucking Zombies from Outer Space, ein bisschen so, die textlich auch zu die Szenen passt haben und so. Also schön. Rundum eigentlich, bis aufs Finale. Das Finale war jetzt nicht so ganz meins, aber weil da ist dann gespannt, okay, wir sind halt immer noch in einem Kinderfilm und wir können jetzt keine Leute von damit auseinanderreißen. Nicht? Mann. Nein, aber schön. War ein schönes Erlebnis. Ja, cool. Das gefreut mich. Ja, muss auch noch schön, weil du hast der Black Phone 2, glaube ich, auch gesehen, oder? Ja. Ja, erzähl mir du. Ich habe mittlerweile Black Phone auch noch gesehen. Das habe ich tatsächlich nach dem zweiten gesehen. Ich habe mir davor von meinen lieben Kollegen, vom Kanye und vom Seppi briefen lassen, um was es denn eigentlich im Black Phone ging. Ach, du hast den ersten nie gesehen? Nein, genau. Den habe ich jetzt erst danach gesehen. Okay. Und der Seppi hat die ganze Zeit dann gesagt, ja, dass der Zwarer ein ganz anderer Film ist und das hat ja gar nichts mit Black Phone zum Tor und das ist ja
völlig langweilig dann. Was? Das hat er davor schon erzählt, oder was? Und ich muss, nein, nachdem wir uns dann den Film angeschaut haben, Ach und so. ich muss sagen, jetzt nachdem ich Black Phone 1 gesehen habe, ich finde den zwar bombenmäßig gut. Oh, danke Also sehr. hat richtig Bock gemacht. Vor allem in dem ersten Teil von dem Film kann man so VHS-ähnliche. Nein, das sind wieder so diese 16mm Elemente, die der Scott Derrickson bei Sinister schon gemacht hat. Nicht VHS. VHS, das ist ja bombenmäßig gute Qualität gewesen, stimmt. Die war super. Diese Rückblenden von die Top und dann halt auch immer dieses Element, wenn sie dann eben telefonieren und dann diese Erscheinungen so um sie herum dann da sind in dem Setting mit der Schneelandschaft, was mich auch ein bisschen an das Spiel Until Dawn erinnert hat. Ich fand das echt cool. Klar, also man muss sagen, das Einzige, was den Film halt dann fast wieder zu harmlos macht, ist halt dann diese sehr detaillierte Auflösung in der Mitte vom Film. Das, was der Pastor dann sagt. Also im Endeffekt, das ist nur mal die Wiederholung für alle, die erste Stunde nicht aufpasst haben, so nach dem Motto. Sondern für alle, die jetzt zu blöd sind, das zum Kapieren, ich erklär's jetzt nochmal. Ja, du. Ja, scheinbar hat er das Sepp benötigt gehabt, weil der hat ja den Film, der sagt nicht abgezaun. Das heißt, dass er nicht verstanden hat. Das heißt immer, wenn man einen Film sagelt, hat er nicht verstanden, so heißt es. Ganz genau. Ja, aber ich schließe mich da an. Also ich fand den super. Gleich dieses Element, das da eingeführt wird mit diese Traum oder also Albtraum oder Visionen, die das Mädel hat, mit diesem 16mm Element, fand ich mega gruselig, mega stimmig. Also das ist selbst, was Sinister auch schon total aufgewertet hat, dieses neue oder dieses andere qualitative Element im Film, dass du gespannt bist, okay, wir sind jetzt in einer anderen Welt, oder dann auch diese Parallelen, dass man sagt, es passiert ja auch teilweise dann Sachen parallel zueinander, wo dann auch das so verschwimmt und so Geschichten super gut. Ich fand die Figuren ganz toll. Da war wirklich keiner dabei, wo ich sage, die sind jetzt Arschlöcher, bis auf die zwei Christen, und die kriegen dann sowieso einen Arschvoll. Aber die anderen, dieser Zusammenhalt in dieser Clique, also das heißt nicht umsonst öfters einmal schon, dass der Film Ähnlichkeiten zu A Nightmare on Elm Street Teil 3 hat, im Setting von Crystal Lake im Schnee, weil wirklich dieser Zusammenhalt vor die Figuren, diese Entwicklung vor die Figuren super ist. Auch was aus dem Grabber gemacht haben, das ist quasi also eine übernatürliche Geschichte jetzt, der zwischen den Dimensionen oder in diesen Albträumen da agieren kann. Er ist auch teilweise also drüber, also dieser Schluss mega geil mit diesem Schlittschuh, diese Schlittschuhe, die er da drauf hat. Cool. Das Setting im Schnee mega. Er ist teilweise auch richtig krass brutal gewesen, fand ich. Ja. Da waren ein paar richtig extrem brutale Szenen drin, wo ich mir gedacht habe, ja, da war jetzt der eins um einiges zahmer. Da hast du eigentlich so gar nichts gesehen an Gore. Und da waren schon mal ein paar so Geschichten dabei, auch die Kinder dann die Leidtragenden waren. Und da, wenn es dann noch einen sechs, der quasi einen Kopf oder mitten auseinander kackt kriegt und so, das ist schon krass. War schon heftig. Ja. War schon heftig. Mir mehr. Und nein, nicht mehr. Sonst spoilert man da. Also. Aber so auch wie gesagt, dieses Finale da am Eis, mega, was da eben finden müssen oder was da machen müssen. Coole Idee. Also seid mir nicht best, dieser Ding hat, ich glaube, er hat 2 Stunden dauert, der Hami, und er hat mich null gelangweilt. Null. Er lässt sich immer irgendwas einfallen. Also gelangweilt war ich auch nicht. Was ein Seppi auch total gestört hat, was ich eher belustigend fand, waren dann die blöden Sprüche, die sie ab und zu mir gebracht hat. Wenn der irgendwie sagt, ja, komm her und ich besorg's dir mit einem Dino-Penis oder so, oder mit dem Dino-Schwanz. Wenn man denkt, hä? Wo kommt denn das jetzt her? Aber okay. Ja, oder auch, weil die Figuren, wie das Beispiel, was mir total gefallen hat, der Vater. Der Vater ist ja im ersten Teil ein Riesenarschloch, ein kinderprügelnder Alkoholiker. Im zweiten Teil gespannt, okay, es sind jetzt, weiß ich nicht, 3 Jahre vergangen zwischen dem ersten und zweiten Teil. Dem Vater, dem tut's total leid, er ist jetzt in Therapie, er ist jetzt auch schon trocken und was weiß ich, und hilft dann auch dazu. Das fand ich halt cool, weil der Vater an sich ja, gut, am Anfang gespannt sind seine Kinder, die nehmen ihn jetzt noch nicht ganz so voll, auch dass er jetzt quasi sein Leben ändern möchte und hin und her. Aber er hilft trotzdem, weißt du, er lässt sie machen, die Jungen, hilft aber dann auch, wenn er muss und kann. Und das fand ich cool, diese Dynamik dann, die sie entwickelt hat, zwischen der Figur, die du im ersten Teil eigentlich gehasst hast, und im zweiten Teil dann so Redemption gekriegt. Also, toll. Eine tolle Fortsetzung, die meiner Meinung nach besser ist wie der erste Teil. Ja, ich fand den auch besser. Definitiv. Schön.
Ich hoffe, ich schaffe jetzt dann auch noch im Kino. Ja, tu es. Das war ein schönes Ding. Auf alle Fälle. Der interessiert mich auf alle Fälle sehr. Aber Kinderschnetzeln ist ein gutes Stichwort, weil ich habe nämlich wieder mal, heute ist so ein Tag der Stichwortübergaben hier. Super cool. Das ist echt Wahnsinn, als hätten wir studiert, als hätten wir uns einstudiert. Das ist ja schon fast geskriptet, unser Ding hier. Ja, wir Synchronschwimmerinnen macht bei mir das da. Brutal, ja. Gott, ja. Das war mal richtig geil. Vergleich gibt's nicht. Wir gehen einfach ineinander über. Und wisst ihr, was aus dem Wasser ausschaut, ist unser Wanst. Der schaut geil aus. Nein, ich hab mal die erste Folge Welcome to Derry angeschaut. Oh. Und, leck mich am Arsch. Das Finale von der ersten Folge, der Pennywise, der macht ja hier keine Gefangenen, gell? Da werden auch dann einmal Kinder einfach in der Mitte auseinandergerissen. On-screen, also da wird schon draufgehalten. Das ist schon, also mir hat das sehr gut gefallen, muss ich sagen, die erste Folge, auf was ich mich von Haus aus schon eingestellt habe und was ich jetzt auch schon vorher gelesen habe. Es ist halt weniger gruselig, weil es halt so CGI-lastig einfach ist, die Sache. Aber das habe ich mir nach der Fortsetzung S2 schon gedacht, dass man bei dem, wie heißt der, Muschietti? Andy Muschietti, ja. Ja, dass der einfach halt CGI liebt und das wieder überwiegend hernehmen wird. Das ist er da wieder der Regisseur von der Serie jetzt auch, oder was? Ja, also er und seine Frau, Mani, sind da wieder als Regisseure und Autoren und so weiter mit drinnen, so wie bei den ersten zwei. Aber jetzt, also vor allem auch so die erste Szene, die ist, boah, lecker, da bin ich schon da gesessen und denke, alter Schwede, also ich glaube, die Serie macht wirklich keine Gefangenen und nicht viel Halt vor irgendwas. Und dann ist das Finale von der ersten Folge und dann eskaliert's da auch nochmal Vollgas, dass da Kinder durchgemetzelt werden. Damit habe ich nicht gerechnet, habe ich mir gedacht. Also ich bin jetzt schon sehr gespannt auf die zweite Folge. Die habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe schon Beutel auch gesehen, wieder was da so an Zeit kommt. Das soll auf alle Fälle schön weiter mit Ekelzeit gehen und Pennywise soll richtig Gas geben. Gesehen hast du ihn bisher noch nicht, scheinbar auch noch nicht in der zweiten Folge, was ich gelesen habe. Soll ja überwiegend eine Lore-Building mit drinnen sein in der ersten Staffel und ist ja auch auf 3 Staffeln ausgelegt. Also ich bin nach Folge 1 schon mal sehr angefixt auf die Serie und hoffe, dass die dementsprechend weitergeht, aber ist sehr erfolgreich gleich mal angelaufen. Ich glaube, der drittbeste HBO-Serienstart bisher und nach 2 Folgen eben gleich offiziell die dritte jetzt gleich angekündigt worden, wenn ich das richtig gelesen habe. Okay. Eine HBO-Serie ist das? Mhm. Ah, cool. Aber da muss ja eigentlich schon gut sein. Eigentlich schon, ja. Die machen, der HBO bringt nicht viel Dreck raus. Und also qualitativ schaut's und handwerklich schaut's natürlich obergut aus. Also da gibt's überhaupt nichts zu manken. Die Kinder waren auch sehr sympathisch bisher geschrieben. Ja gut, für die eine Folge hast du es nicht lang gebraucht. Es ist auch storytechnisch, ist ja auch nicht irgendwie nur ein reiner Cash-Grab, dass man sagt, okay, wir sagen uns jetzt irgendwas aus die Fingern, sondern es ist ja wirklich so eine Sache, die im Buch in einem Kapitel oder in 2 erwähnt wird, oder? Wir haben es da mit Farbe gezogen da, oder? Ist das so? Ich weiß ja nicht, ob es auf das schon, also es soll ja, die 3 Staffeln sollen jeweils einen Lebenszyklus, also einen Zyklus vom Monster sagen, aber man sagt jetzt noch nicht in der ersten Staffel, wo es da alles, auf was es genau hinausläuft, was da passieren wird. Du hast noch ein paar Figuren dabei, die sicher noch eben zum Tragen kommen, aber wo das hinkommt, weiß man noch nicht. Was man auf alle Fälle jetzt schon mal hat, man hat eine Verknüpfung von einer Figur aus The Shining, somit spielt das jetzt offiziell alles im gleichen Kosmos. Also kann da vielleicht auf was rauslaufen, dass man so, was weiß ich, Stephen King und Universe baut. Ja, das wird ja meine ich sogar im Buch auch erwähnt. Also das ist ja beim S, dass da dieser, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, schießt mich da, aber da geht's quasi im Buch um so um Rassismus eben auch in so einem Part, wo eben so eine Art Etablissement ist, wo sich die ganzen Schwarzen aufhalten. Ich glaube bei Sinners Songs ein Juke Joint oder sowas. Ja, und da kommt dann auch dieser Pennywise mit dazu und der brennt ab und hin und her und Haufen Leute sterben und das hat dann mit dem zum Tor. Das ist doch im ersten Teil angespielt, wo die Hände rauskommt. Ja, und das meine ich jetzt dann das, was in der Serie dann thematisieren, könnte man vorstellen. Ja, kann sein. Ich hab's noch nicht genau gelesen, eben nur, dass da sich nicht schon erwähnte Fälle dann einmal aufgegriffen werden. Okay. Ja, und in dem Part vom Buch, glaube ich, kommt es dann auch vor, dass der Dick Halloran, glaube ich, heißt der, dass derjenige im Overlook dann ist, später. Genau, aber wenn das wirklich so ist und das... die Figur aus Shining, oder? Ja. Ja, ich glaube, wenn ich das jetzt, müsstet ihr auch nochmal nachschauen, wenn ich es da jetzt richtig im Kopf habe, dann ist das aber, glaube ich, ein Verwandter von dem aus dem Shining. Okay. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also, das ist hier gefährliches Halbwissen.
Ich sag's Ja, wir wenigstens werden wissen dazu. wir mehr in ein paar Wochen. Ja, aber erklär doch einfach mal, um was geht's denn? Weiß ich nicht. Ja, wie? Du hast doch die erste Folge gesehen? Ja, aber du weißt Ja, nicht, wenn's auf, nur Metzeln. das, was ich vorher gesagt habe, du weißt nicht, auf was das rausläuft. Du siehst nur, wie Kinder sterben. Eine Stunde lang durchgehend. Nein. Du hast jetzt schon so ein bisschen die Kinder und ein bisschen so die Einführung von den Figuren, aber du hast noch du siehst noch überhaupt nicht raus, auf was kommt's raus, weil Gott, die Grundprämisse ist die gleiche. Pennywise ist wieder da und mich brodeln. Das ist die Grundprämisse, die da natürlich auch dabei mitschwingt, aber du weißt noch nicht, was ist der große rote Faden für diesen Zyklus von Pennywise. Das kannst du nicht rauslesen. Okay. Aber Und du denkst, das ist jetzt schon eine coole... wahrscheinlich auch irgendwie eine Stunde dauern, oder? Ja, die hat eine knappe Stunde dauert. Okay, und dass du da noch nicht einmal so richtig erkennen kannst, okay, Weiß halt auch so, wie gesagt, ich bin jetzt einmal gespannt auf die zweite Folge, weil ich habe mir schon gedacht, nach dem Finale von der ersten Folge haben wir schon gedacht, so, okay, vielleicht ist das eine Wahnvorstellung gewesen, weil die kennen doch, das sind echt da. Ich hätte jetzt gemeint, das sind meine ganzen Hauptfiguren. Und der lässt sich dann einfach da so nach der ersten Folge mit so einem richtigen Tritt in die Fresse zurück, wo du denkst, alter Schwede, damit habe ich nicht gerechnet, dass das jetzt so eskaliert und dass wirklich eigentlich alle Figuren jetzt fort sind, von denen ich gemeint habe, mit denen werde ich jetzt die erste Staffel verbringen. Ah, okay. Deswegen kann man es jetzt sagen, weil Uli gestorben ist am Schluss von der Folge. Deswegen kann man jetzt Ja, sagen, genau. was hinausläuft, oder? Aber ich weiß ja auch noch nicht sicher, ob es, wie gesagt, vielleicht doch gerade eine Wahnvorstellung war. Das wird jetzt dann, ich werde nach der Aufnahme jetzt mal nur die zweite Folge einbauen. Kann es sein, dass die sie vom George R. R. Martin beraten haben lassen? Dann wird die Serie quasi nie enden, oder? Ja, die wird dann einfach mittendrin aufhören. Ja. Und dann machen die Muschettis auf einmal irgendwelche Geschichten für Spiele und schreiben irgendwelche Nein-Bierchen, aber sie beenden nie das, was alle singen werden, du Penner. Der regt mich so viel auf. Aber ja, wie gesagt, dann haben wir eigentlich 3 Sachen diesmal in dieser Folge, in denen Kinder echt nicht gut wegkommen, wenn wir in Black Phone 2 zerhackstückelt werden und in Welcome to Derry zerhackstückelt und in dem nächsten Film, den auch der Corby gesehen hat, was ich auf Letterboxd gelesen habe, kommen Kinder auch nicht gut weg, nämlich VHS Halloween. Und die Serie, die kann jetzt echt mit Qualität glänzen. Also dieser eine kurze Ausreißer, den es in meine Augen gegeben hat, das war Viral. Der ja auch nicht direkt schlecht war, man jetzt sagen, aber es war wirklich ist wirklich die Schwachstelle von der Reihe. Und jetzt haben wir ja, glaube ich, mit Halloween haben wir 8 Teile. Ist das schon der 8. oder der 7.? Ich weiß gar nicht genau. Der 7., glaube ich, ist das, oder? Jetzt pass auf, wir haben Oder ist es der 8., der 7. war... Beyond, oder? Der 7. war Beyond. Ach, gefährliches Halbwissen, wir müssen die schauen, aber wie 6 immer, oder... wie immer. Ja. 7 oder 8? 8 Wir haben ja 85 gehabt, 94 und 99, oder? Die haben wir auch noch gehabt. Der ist jetzt der 8. Ja, schon her, habe ich es doch gewusst, ich verzeih doch keinen Schmarrn nicht. Ja, und also ab Viral, finde ich, ist echt die Qualität gleichbleibend, wenn nicht sogar immer wieder ein bisschen gestiegen. Und auch VHS Halloween ist ja geil mit dieser Halloween-Thematik, die macht schon mit sau viel Spaß. Und da geht's Kinder, vor allem in einer Episode geht's Kinder schon richtig asozial an den Kragen, hey, leck mich am Arsch, habe ich mir gedacht. Und dann haben wir gedacht, das passt eigentlich gut mit einer, wenn's, war Lex halt auch so Kinder schänden, hätte ich mal gesagt. Die einzige, die auf Kinder aufpasst, ist die Frau vom Cineplex Landshut. Danke. Ja, das ist wirklich die einzige. Aber Black Phone 2, VHS Halloween und Welcome to Derry machen keinen Halt und keine Gnade. Aber wenn ihr Bock auf VHS habt, dann auf alle Fälle Halloween anschauen. Die hat sehr viel Spaß wieder gemacht, diese Anthology-Reise. Genau das richtige Found-Footage-Format für mich. Immer ein paar schön kurz knackige Episoden. So heute ist es am besten aus. Den ganzen Film anschauen, das kötzelt mich an. Aber die Dinger machen richtig Spaß. Schön blutig, schön absurd, schön kreativ und wirklich gnadenlos. Cool. Also ich habe mich ja köstlich amüsiert. Also bei mindestens 2 Episoden, die da drin vorkommen, bin ich echt schallend, lachend da gesessen. Und hab mir gedacht, boah, so eine dumme, geile Idee. Weltklasse. Super. Das mit den Gürtel. Ja. Mit der Gürtelschüssel, only take one. Und wenn du 2 nimmst, dann ist ja Achterbahn. Aber richtig, und die ist Weltklasse. Die ist auch so geil bescheuert. Aber das Geisterhaus hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, das zum Schluss. Ja, die das war auch sehr geil. Das am Anfang, da hab ich mir echt, das gefällt mir jetzt mal gar nicht, weil es echt so gruselig ist. Aber das macht's ja immer aus. Immer diese Mischung zwischen, okay, wird's jetzt absurd gruselig oder wird's jetzt wirklich scheiß gruselig? Ja. Ja, die fand ich auch vor allem bei der finalen Folge mit dem Geisterhaus ist halt auch geil, dann nur mit der Hexe, wo du erst sagst, okay, es hat schon mal was mit Kindern erwischt und dann
kriegt nur mehr ein Kind ab, aber wir dann, weißt du, mit dem Besen, die Szene. Und ja. Das ist einfach so nebenbei noch mal schnell ein kleines Kind durch den Schredder durch. Schönes Ding. Aber der Mike sitzt gerade so da und denkt sich, ich will den sehen. Ja, ich war so heiß. Das war einer von meinen absoluten Most Wanteds überhaupt und ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich flippe aus. Genatzt. Wahnsinn. Genatzt. Aber sehr empfehlenswert. Also wenn's, schreibt's nicht auf, wie Jazz Halloween, der muss auf die Liste, den muss man sich anschauen. Apropos, jetzt kann ich nur schnell überleiten. Fucking gruselig und Found Footage hab ich noch einen. Und zwar habe ich gesehen The Taking of Deborah Logan. Oh, okay. Der Film ist schon 10 Jahre auf Halde, oder den gibt's schon weltweit, glaube ich, überall gibt's das Ding schon. Und der ist jetzt seit vor 2 Monaten in Deutschland rausgekommen. Und ich warte auf das Ding auch schon so lang. Und ich bin aber nie auf die Idee gekommen, dass ich mir da Import geholt hätte, ist mir dann aufgefallen. Und dann habe ich mir natürlich diese deutsche Version geholt und ich war begeistert. Leck mich am Arsch, hab ich Schiss gehabt. Bei Letterboxd habe ich es geschrieben, es ist ein bisschen Hereditary im Found-Footage-Genre. Also es ist wirklich sehr bitter, was da teilweise auch passiert. Wir haben ein paar so okkulte Elemente mit drin. Zuallererst geht es einmal los, dass man meint, okay, dieses Filmteam möchte dieser Deborah Logan ein bisschen beim Demenzseid zuschauen und der da ein bisschen das Leben ein bisschen dokumentieren und schauen, wie es der geht und hin und her. Dabei stellt sich aber raus, dass die Demenzerkrankung von der Frau der ihr wenigstes Problem ist. Da ist nämlich einmal ganz früher ganz was Schlimmes passiert und das hat jetzt Auswirkungen auf die Frau. Und dieses Team kriegt quasi nach und nach mit, was da passiert. Und diese Dame, diese Deborah Logan, ist am Anfang total nett. Die ist wirklich total nett und so eine ältere Dame und der merkt das gut und jeder tut ihr gut und Ding. Bis halt die dann auf einmal anfängt, ja, grob zu werden. Ausfallend, seltsam, ist dann auf einmal verschwunden, macht ganz seltsame Geschichten. In dem Haus, wo sie sind, haben sie irgendwo ganz am Arsch der Welt und das ist eine riesige Villa. Und die kriegen erst teilweise auch noch und noch mit, wo es diese Deborah Logan in der Trance oder wenn alle schlafen oder was weiß ich, was die da macht, was die da alles ansteht. Und das Kind ist eben nach und nach auf, weil das Haus so groß ist und die kommen da erst noch und noch dahinter. Und auf was das dann am Schluss hinausläuft, also ich hab mich da gegruselt. Ich sag's euch gleich. Also das war so ein Fall, da sind wirklich so Szenen dabei, wo es eben dann auf Erkundungstour durch dieses Haus gingen, wo sie die Ereignisse schon überschlagen. Und dann werden da Sachen eröffnet, wo du sagst, wow, leck, krass. Und was los, dass ich jetzt Neues einfallen und wow, leck, und ein cooles Element. Und vor allem, wenn es dann so ein bisschen so sektig, okkult wird, finde ich immer geil. Und ja, und dann dieses Found-Footage dazu. Und das Schöne ist bei dem Film, der geht los und er verliert kaum Zeit. Also es ist, ich sage jetzt mal so höchstens 10 Minuten, Viertelstunde, die Weichen sind gestellt, die Figuren sind vorgestellt und dann geht's los. Und dann steigert sie das die ganze Zeit. Und die unterhält aber das am Anfang schon so krass, weil du sagst, ja, nette Frau, aber was macht sie denn jetzt noch alles? Und alles ist ein bisschen so unscheinbar am Anfang, aber es ist doch ein bisschen seltsam. Und das steigert sie halt dann volle Kanne. Bis zum Schluss, die letzten paar Minuten, dann kommt noch so ein Schlag ins Gesicht, der Film ist gar und du sagst, wow, leck, warum hat der Film jetzt wirklich 10 Jahre braucht, bis er zu uns kommt? Also eine absolute Empfehlung, wer so Found-Footage-Sachen geil findet, weil der ist mega. Ja, da ist eine Phase drin, da wo es ein bisschen unübersichtlich wird, wo es ein bisschen so, ja, wo Action aufkommt, das ist aber ganz kurz. Also die meiste Zeit besinnt sich der Film wirklich auf ruhiges Kamera führen, wo jetzt keinen epileptischen Anfall kriegst während dem Schauen und so, finde ich immer sehr angenehm. Und es gibt aber jetzt Szenen, wo sie dann auch passt. Weißt du, wo du sagst, okay, jetzt sind die Figuren total desorientiert, weil sie überhaupt nicht wissen, wo sie sind oder wo sie da sollen oder wo es um sie herum passiert. Und das wird halt dann ein bisschen noch unterstrichen mit so einer Wacklerei und so. Und auch mit Spielen mit Licht. Fand ich auch cool. Aber das wird nicht ausgereizt, nicht überstrapaziert. Wir binden jetzt keine Kamera an einen Hund und lassen wir den laufen. Weißt du, so, dass jetzt sagst, jetzt kriege ich einen kleinen epileptischen Anfall. Nein, ja, absolut, lange Rede, kurzer Sinn. Die 18er Freigabe weiß ich jetzt nicht, warum es die braucht hat. Hat die DVD, die Blu-ray, keine Ahnung warum, weil so grob ist er nicht, aber er ist scheiß gruselig. Schaut's den euch an. Unbedingt. Vielleicht deswegen. The Taking of Deborah Logan. Ja. Hast du jetzt so einen Import oder gibt's jetzt ein deutsches Release? Das eine deutsche Blu-ray gibt's da. Okay. Musst aber aufschauen, ich hab den bei Medienversand.at gekauft und da hat's eben dann geheißen, nachdem der rausgekommen ist, so 14 Tage, dass die Tonspur vom Film fehlerhaft ist. Und dann habe ich mir den quasi so gar nicht angeschaut und hab dann eben gewartet, bis eine Austauschdisk kommt. Und die
ist jetzt gekommen und jetzt habe ich mir den Film da auf die erst angeschaut. Da haben sie quasi angeblich am Schluss von dem Film die englische und die deutsche Tonspur überschnitten. Also Fulci gefällt das bei Nightmare Concert zum Beispiel. Ja. No. Ja, bitte morden Sie mich nicht. Ja, ich bin sind Sie verrückt geworden. Ja, also wie gesagt, da gibt's eben eine Austauschdisk und ob jetzt die da in der Neuauflage dann quasi schon mit dabei ist oder nicht, weiß ich nicht. Checkt das ab. Genau, das war jetzt noch so eine Sache. I will check it up. Müsst wissen. Cool. Aber Tut's das macht mir schon Angst, wenn du selber sagst, dass dich gegruselt hat. Weil eigentlich gruselt die nix. Ich hab echt Schiss gehabt. Das war echt so ein Ding, weißt du, mir schauen wir den Film gerade an, dann mein Bub mit Nachtschreck, weißt du, schreit da oben, ich aufgelaufen, hab ich die ganze Zeit gedacht, oh leck, hoffentlich fieselt mir jetzt nichts ab, wenn ich da aufgelaufen hab wirklich Bammel gehabt. Das ist nur ein Scheißbub, ich flippe aus. Ja, ich hab gesagt, bitte hör auf zu schreien, ich kann nicht noch mehr auflaufen, du bist an dich selbst überlassen, ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Schon kurzes Kissen noch mal angeschaut, mit dem man stillen kann. Nein! So, aber das ist dann echt so, vor allem der Nachtschreck an sich, den wenn er hat, das ist ja schon, dass er so apathisch dann irgendwo hinschaut und das grenzt ja teilweise schon an Schlafwandeln und dann schaust du gerade diesen Grusel-Scheiß-Drecksfilm an und dann passiert sowas und sagst, weil ich jetzt bei heute gerade irgendwo an der Ecke stehen, ich drehe mich um und sehe einen Schatten huschen und dann bin ich da raus aus dem Haus, ich sag's euch, ich bin weg. Schau, jeder sich selbst der Nächste. Ja, ich muss leider weg, ich bin da raus. Grausigst. Also das sind Filme, wo Männer teilweise die Familien verlassen, wenn es ganz blöd geht. Also ich hab schon auf die Watchlist. Du es, wird schön. Ich will das nicht. Ich habe Angst. Ich habe ein Ding endlich mal angeschaut. Das war jetzt nicht wirklich ein Wolleck, der Sinners. Ja. Oder wieder bei uns was Blood in Sinners. Das einzige Wolleck ist dazu, ich fand, ist ein guter Film, ja. Aber warum das so eskaliert ist, dieser Hype, dass alle sagen, es ist der beste Film des Jahres, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil es ist ja mehr oder weniger echt so ein bisschen from dusk till dawn gerade Hautfarben ausgetauscht. Ja, und ein bisschen Ritter der Dämonen, wenn der dann draußen steht und mit den Leuten so redet und so und Dinge. Ja, das ist, also da ist jetzt nicht wirklich was kreativ Neues dabei. Im Gegenteil, also die Action, wenn es dann losgeht am Schluss, das ist ja schon fast dilettantisch. Also die Action, die fanden die richtig irgendwie stümperhaft gemacht. Am Ende jetzt, also wie gesagt, das ist so, es ist also genauso mit seinen Brüdern, also auch so from Dusk Till Dawn, dass dann der Bruder noch und was weiß ich. Ja, wie gesagt, am Ende haben wir gedacht, ja, cooler Film, aber wirklich diesen extremen Hype, den der erfahren hat, den kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen. Den hat er bei mir keine Sekunde lang auslösen können, der Film. Er ist gut gemacht, er ist cooler Zeit, aber er hat überhaupt nichts Neues zu bieten. Auch wenn jetzt da dann ist die Rassismus-Thematik ist da mit drinnen, aber die habe ich schon 100-mal besser verarbeitet gesehen. Das einzige Coole ist, wenn ich sage, ja geil, er erledigt nur 20 so Ku Klux Klan Arschlöcher, das finde ich natürlich geil zum Singen, aber... Ja, aber ist auch total out of context, da ist ja der Film eigentlich schon um mir, vor allem kommt das noch. Das ist so, okay, das ist wirklich nochmal so, hey, wir haben noch keinen Rassismus drinnen gehabt. Ja, ist mir wurscht, dann schau dir mal die Filme an. Wir haben noch keinen Rassismus noch gesehen, also müssen wir das jetzt noch schnell irgendwie einbauen, dass Nazis aufs Maul kriegen. Weiß ich nicht, das ist wirklich so, wie du sagst, out of context. Das hat ja nichts mit der Geschichte zum Tor. Das ist wirklich eine Szene, die fühlt sich an, als war es einfach nur um des Nazis tötens Willens nur eingefügt worden. Das ist also wie mit dem Power Ranger in 28 Years Later. Ja, genau, so ungefähr. Gerade nicht gar so peinlich. Weil das zumindest selbst ist, dass man gern sagt. Aber wirklich so, das kommt halt noch. Und du denkst dir, ja, es hat schon einen kleinen Zusammenhang zum Anfang, aber wirklich nichts Besonderes. Nur um diese Thematik nur irgendwie zum Verwurschteln gefühlt. Und er ist ja nicht sonderlich, er ist lang. Er ist nicht sonderlich blutig, also auch für das, da war mehr gegangen. Er hat zwar schon so ein paar kleine Spitzen, aber halt auch nicht so, dass er damit wirklich einen bei Laune hält. Also ich war wirklich, also für das, was er an Hype auslöst, bin ich unterwältigt gewesen, muss ich sagen. Ja, und da gibt's ja diese eine Szene, wo es quasi in diesem Juke-Joint sind und da mit der Kamera rumfahren und da siehst dann quasi so aus diesen verschiedenen Epochen diese Musikanten, hätte ich gesagt, mit der Quetschen. Ja, Musikantenstapel siehst du dann. diese Musiker, die wieder da stehen und so und Ding. Ja. Dann, ja, und das war blown away und das war wow und Ding. Und ich denke mir halt, ja, das ist okay. Ja, das ist nichts Besonderes, weil, und wir haben gesagt, es ist ja einfach nur, so geheißen, alt Dammlang kommt irgend so ein Obermusikant, der aus dem Musikantenstadel, der die wahre Musik macht, oder was? Ja. Und dann ist es einfach nur, dass du in der Menge sagst, dass das in jeder Generation gibt. Ja, toll. Und jetzt? Ja.
weiß ich nicht, warum ich da mindblown bin davor. Das war eine coole Szene, das auf alle Fälle, coole Metapher. Das war, ja. Aber wie gesagt, dieses ganze, warum das so eskaliert, warum dieser Film so einen Hype erfährt, das hab ich leider nicht nachvollziehen können. Aber ist ja schön, wenn es die anderen Leute taugt hat. Wenn sie keine Ahnung haben, dann ist das eher ein Problem, aber zumindest haben sie eine gute Zeit, die Saudeppen. Ja. Aber der Soundtrack war gut. Also nicht jetzt das, was Musik gespielt wird, von den Figuren im Film, sondern einfach der Score, den fand ich mega. Der Film ist losgegangen, dann ist schon losgegangen mit diesem Score, der immer so locker, flockig, Banjo-mäßig, schon fast wie bei John Carpenters Vampire, daherkommt. Hey, das hat mir voll gefallen. Also das war etwas, wo ich gesagt hätte, Und dann habe ich mir da gedacht, wie der Film so ab der Hälfte, denke ich mir, ja, eigentlich hätte man jetzt den Soundtrack gekauft von dem Ding, aber jetzt zirkt das hier aber so dermaßen, ich sage, ich weiß jetzt auch nicht, von dem Film jetzt den Soundtrack brauche, ich weiß jetzt auch nicht. Nicht unbedingt. Aber, ja, und wie gesagt, und das dann mit die Vampire, das war halt dann, da ist halt dann auch manchmal irgendwie schon zu spät. Da ist schon 2 Musical-Filme. Weil ich sag, wir haben jetzt schon so viele andere Sachen gesehen, es klang jetzt eigentlich schon. Es wäre jetzt eigentlich schon vor, die machen jetzt das, und vor allem, die ziehen das Festel auf einen Tag auf. Das ist etwas, wo ich auch gesagt habe, wir haben jetzt bei uns aus der Arbeit, haben wir öfters schon mal jetzt ein Festel organisieren müssen. Was du auf einen Tag ausrichst, gar nichts riechst du aus. Weil das, was die brauchen, die haben ja gar nichts. Die organisieren in der Früh diese Scheune und dann brauchst du noch alles andere. Und das machen die alle auf einen halben Tag im Endeffekt. Mach ich dir auf einen halben Tag. Erzähl's mir keinen Scheiß. Hallo, mach ich dir das, weil du ahnungsloser bist. Weil ich bin nämlich ein Festel-Organisationsteam. Herausforderung angenommen. Ich lass mich gerne einladen. Das mit dem Score, ja, das passt zu dem Allgemeinen, finde ich, weil handwerklich ist er ja super, da kannst du nichts sagen. Ja. Aber, ja, ich finde, die Vampire schauen noch scheiße langweilig aus. Das sind wirklich nur so 0815. Die dämlichen Schwanzvampire, die dem schnell ein Biss ins Maul reinschiebt und sagt, jetzt spielst du beim Vampir. Ja, wow, ich möchte so geile Grüntel-Assi-Viecher sehen, wie bei From Dusk Till Dawn. Da ist From Dusk Till Dawn vorn. Die schauen wenigstens ein bisschen assi aus. Oder da ist sogar Buffy vorhin, sogar die haben bessere Vampire. Oh, Buffy, ja. Ja, und was machen sie bei einer? Stecken ja noch schnell vom Halloween-Shop noch so Cent ins Maul rein und sagen, jetzt spiel ich mal einen Vampir. Ja, tolle da war nicht viel, ja. Der böse Vampir, der wird ja, das letzte Mal habe ich irgendwo ein paar Berichte gelesen mit so die Top-Bösewichte aus den Filmen 2025. Da denke ich mir, was haben die schon gemacht in dem Film? Außer draußen sitzt so eine Little Singer. Leck mir den Arsch rein. Das ist, nein. Ich muss jetzt mein Letterboxd-Ding korrigieren. Ich habe wirklich keinen Peilung, was es in dem Film geht. Ich will es ja jetzt gar nicht weiter wissen, ich möchte mal den schon noch anschauen. Nein, lass aber ich finde es beeindruckend. Jo, man kann den schon schauen. Also das ist nicht meine schlecht. 3 Sterne auf 2,5, weil jetzt stinksauer bin. Aber erzählt's mir keinen so einen Scheiß, wenn ich dann her, das ist der beste Film des Jahres für die, wo der Film, weiß ich nicht, Mitte des Jahres rausgeht, der ist jetzt schon unter meine Top 3 oder was weiß ich, denke ich mir, und ich war so heiß dann, wenn ich das her, wenn wirklich Leute, auf die ihre Meinung im Netz einiges gibt, weil ich sage, das deckt sich oft mit meiner, und dann höre ich das, und dann denke ich mir, das wird der Film, dann schau ich mir an, und ich denke mir, ist okay, aber nein, nicht der beste Film des Jahres. Der einzige, der wirklich einmal online gesagt hat, dem hat er nicht gefallen, das war der Thilo Gosi Johann, wo ich dann gesagt habe, ja danke, endlich einmal einer aus dieser ganzen Filmbubble, wo man hört, okay, der sagt jetzt das auch ein wenig kritischer, und ja, auf dem seiner Seite war ich dann auch. Vielleicht so jetzt über diesen Hinweis jetzt für dich selber mitnehmen, dass das Leute sind, deren Geschmack sich mit deinem deckt. Und der offensichtlich scheiße ist, was mit deinem Geschmack falsch läuft. Ja, du meinst ja jetzt einmal ein blindes Huhn und ein Korn und so quasi, oder? Ja, genau. Also überdenk's einfach mal. Überdenk einfach mal kurz dein Leben. Okay. Die hat er doch auch nicht gefallen. Ja, aber er meint ja die Leute, denen hat er gefallen. Ja. Und er sagt, die haben eigentlich den Geschmack so wie er, aber da sie einer gefallen hat, haben sie anscheinend einen Scheißgeschmack, und wenn er sie meistens mit ihm deckt, hat er einen Scheißgeschmack. Muss ich jetzt so jetzt erklären? Mein Gott, ne. Spackenverein hier. Aber ich kann nicht, allein schon, wenn jemand mit anderen Geschmack hat, muss es nicht gleich Scheißgeschmack sein, oder? Da Kim, ganz klar ist das schon so. Apropos Geschmack. Ganz klar. Ich habe mir den besten Film laut Letterboxd angeschaut, den die Leute immer so bewertet haben. Sind es? Und zwar Harakiri von 1962 von Masaki Kobayashi. Sagt man gar Ihr habt nichts. sie natürlich schon diverse gerechnet. Ihr habt den selbstverständlich schon einige Male gesehen, deswegen brauche ich euch jetzt nicht wirklich erzählen, um was es da eigentlich geht. Ja. Das sieht man sich nicht. Dein Kobayashi-Tattoo. Ja, das ist mir ganz so stolz. Es ist ein Samurai-Film und es geht wer hätte es anders gedacht, Harakiri. Samurais. Um ein bisschen Intrige mit da drin. Es geht um Ehre und das ist wieder so ein Film, der
ist nicht nur von der Handlung ziemlich cool, sondern vor allem von der Machart. Also für 1962 ist es extrem beeindruckend, was da für One-Shots teilweise drin sind und auch für Effekte. Das ist kein richtiger Spoiler, aber es bringt sie einer mit einem sehr stumpfen Gegenstand da drin um. Und das ist schon krass. Also ich bin zumindest da gesessen, aber also für 62 ist das schon übel. Ich hätte nicht gedacht, dass man da solche Effekte auch schon mit drin hat. Ich habe dann auch verstanden, dass der zu Recht in den Top-Filmlisten immer auf Platz 1 war. Wo kann man sowas sehen? Das ist ja schon sehr special, das Ganze. Auf Blu-ray. Ich habe den mir tatsächlich kaufen müssen. Okay. Wow. Ja. Rück mal raus. Ja, kann ich echt gerne mal leihen. Das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt habe ich so einen neuen Film gesehen, jetzt muss ich mir auf jeden Fall nur ein bisschen was Neueres reinziehen, weil bald ist ja wieder unsere Top 10 Folge, wo wir ja dann wieder drüber reden müssen, was wir den 2025 an tollen Filmen gesehen haben. Und dann habe ich mal den neuesten Streifen von Mike Flanagan reingezogen. Und zwar The Life of Chuck mit dem Tom Hiddleston. Den kennt der Kani vor allem sehr gut. Das ist der Alter Brudi von mir, alter Brudi. Mickriger Gott. Ja, Grüße gingen raus. Und es basiert auf der Novellensammlung Blutige Nachrichten vom Stephen King. Ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, was der Film ja eigentlich sagen will. Er ist nämlich in 3 Akte aufgeteilt, die rückwärts laufen. Es geht um den Tod, das Leben und die Anfänge eben von dem besagten Chuck. Irreversibel eigentlich dann. Ja, nur nicht So rapig. genau, nicht so rapig. Da wird eher ein bisschen getanzt. So Monika Bellucci. Es sind echt ein paar Szenen dabei, wo ich mir gedacht habe, das gruselt mich gerade, obwohl es eigentlich wenn man den Film dann komplett gesehen hat, am Ende gar nicht so gruselig ist. Das ist ja kein Horrorfilm eigentlich, oder? Na. Also, Mike Flanagan kann echt richtig geil diese Stephen King Geschichten verfilmen. Aber ich habe tatsächlich noch nie einen Mike Flanagan Film gesehen, wo ich mir nicht gedacht habe, boah, das ist ein astreiner Horrorfilm. Aber das war auch einer. Und das fand ich ziemlich cool. Mir hat der Film sehr gut unterhalten. Mike, ich glaube, dass er dir nicht gefällt. Wirklich gar nicht. Okay. Weil so viel tanzen und singen. Ja. Okay. Weil das mag ich wirklich nicht so gern. Was? Wenn wir mal tanzen und singen dürfen. Also es ist sogar weniger singen, es ist mehr tanzen. Ah, das Singen. Also, okay. Es wird schon, also spätestens ab dem 2. Akt sehr viel getanzt. Der 2. Akt ist ja auch der mit dem Tom Hiddleston, oder? Er kommt ja nur im 2. Akt, glaube ich, vor, oder? Ja, der kommt auch im 3. ein bisschen vor. Im 2. am längsten, ja, da tanzt er sich dann die Seele aus dem Leib. Und ich will jetzt nicht allzu viel spoilern, aber sagen wir, es zieht sich schon durch den ganzen Film. Okay. Ja, weil ich habe, wie gesagt, ich habe ja einen Softspot gehabt für Wicked und freue mich jetzt auch auf Wicked 2. Da spekuliere ich sogar mit einem Kinobesuch. Ja, mal gucken. Und mir hat der erste auch sehr positiv überrascht. Hervorragender Film. Ja, und wirklich schön. Wirklich schön. Ja gut, das sind die Zeichen Mike Flanagan und Tom Hiddleston und Stephen King und so. Aber ich habe das schon gehört, dass er in die Richtung geht. Also ich werde mal reinlunzen. Aber ich mache es wieder so wie bei die nackte Kanone. Ich gehe jetzt einfach mit 0 Erwartungen hier und dann schauen wir, was dann am Schluss rauskommt. Ganz einfach. Also ich glaube, am Kani gefällt das schon, aber bei dir, Mike, da bin ich fast schon überzeugt, dass er dir wirklich gar nicht gefällt. Okay. Aber ich lasse mich eines Besseren belehren. Vielleicht schätze ich dir völlig falsch ein und du sagst, wir werden sehen. Das ist meine Nummer 1. Schauen wir mal. Ist er bei dir in die Top 10 drin? Das verrate ich nicht. Oh. Aber echt, kannst du nicht Ich verrate das auch nicht bei dem nächsten Film, den ich nur dabei habe. Und ja, ich hau das jetzt auch noch raus. Und zwar, ich habe mal Caught Stealing angeschaut mit dem Austin Butler. Und? Ich fand den ziemlich unterhaltsam. Also wer ist der Regisseur bei dem? Darren Aronofsky. Ja, dann weiß ich schon. Da wo der Aronofsky hat den gemacht, okay. Wo House of the Dragon dabei ist, oder? Matt Smith. Ja, genau. Ja. Trailer schaut cool aus. Der spielt da richtig geil. Ja, der hat so ein Iro.
Und vielleicht hat der eine oder andere den Trailer gesehen, da kommen ein paar Juden dann vor, die dann den Austin Butler entführen und sowas. Und es ist ein richtig geiler Kriminalfilm. Er wird da mehr oder weniger in diese kriminelle Geschichte reingeschmissen und er basiert wirklich nur Scheiße den ganzen Film. Aber es ist so unterhaltsam gemacht. Er spielt das richtig, richtig gut. Und es waren auch viel Twists dabei, wo man sich denkt, ja, klar passiert das jetzt. Aber es macht irgendwie das Ganze so rund, dass ich extrem positiv überrascht war, weil ich eigentlich nichts von diesem Film erwartet habe. Aber ich habe 2 sehr schöne Stunden gehabt. Ja, und Darren Aronofsky geht ja normal auch immer. Der Typ ist ja auch wirklich gut. Der ist nicht schlecht, ja. Der mag schon mal gute Kassetten raushauen. Einen guten Kriminaler hat er praktisch gemacht. Aber geht das ein wenig so, also ich hab den Trailer, glaube ich, haben wir miteinander gesehen, bei The Thing, glaube ich, wo wir im Kino waren. Und wo wir das noch mit war, das kann auch sein. Weiß nicht. Auf alle Fälle, es ist alles, hat ein bisschen so nach Guy Ritchie ausgeschaut. Ja, genau, deswegen habe ich auch gedacht, ja, okay, ob das jetzt wirklich so unterhaltsam dann wird. Bleibt das so? Also das ist nicht nur der Trailer, sondern es ist auch der Film so. Na. Also ich muss sagen, der Trailer ist um einiges verwirrender als das, was in dem Film dann passiert. Also das Stilmittel zieht sich so nicht durch, das ist anders in dem Film. Da war derjenige, der den Trailer geschnitten hat, schon ein großer Guy Ritchie-Fan. Okay. Ja, bin ich gespannt. Wo kann man sowas sehen? Sowas, als war das irgendwas Besonderes. Weil der läuft auf Arthouse-Kino. Also du hast bezahlt dafür, oder? Ja, klar. Okay, klar. Schön. Soll ich den letzten Film auch noch raushauen, dass der Kani sich nur ordentlich aufregen kann? Bitte. Ja, ich mag mal, hast du diesmal kein Doku dabei? Ich habe ein Doku dabei. Ich hab kein Doku. Du hast keine Doku dabei. Ja, das ist auch, selbst wie der Mike am Anfang gemacht hat, nur zum kurz ansprechen, die Haftbefehl-Doku auf Netflix, Babo, die Haftbefehl-Story. Habe ich den Trailer gesehen. Mhm. Ja, ist, also vor allem für Fans vom Hafti, wie man sagt, ist es sicher sehr interessant. Ich bin jetzt nicht so der Fan von seiner Mucke oder ein paar coole Little, aber trotzdem krass, wie der aufgewachsen ist und wie früher, dass der eigentlich schon in der Abhängigkeit reingerutscht ist. Kann ich empfehlen, sind 1,5 knackige Stunden und vor allem für Leute, die ein bisschen so mit Hip-Hop und so weiter zum Tun haben. Sicherlich interessant zum Anschauen. Sehr gut gemacht. Nachgestellte Szenen so dabei, die auch unglaublich hochwertig produziert sind. Die könnten aus dem Film aus sein. Kann ich nur empfehlen, dass ich einmal gescheiter herkomme. Nicht gerade der Korbi, habe ich auch mehr Doku angeschaut. Und ja, aber dachte, ich nehme es mit. Super. Alter, ist ein Riesenmusiker gewesen jetzt. Oder ist er immer noch. Der Typ ist erfolgreich ohne Ende. Also ja, stimmt. Wer Feature macht mit Ikimel, der ist cool. Ich hab dieses Trailer gesehen und ich habe mir dann gedacht, also dieses Trailer habe ich gesehen. Ja, ich bin schon drin im Game, verstehst du? Dieser Trailer habe ich gesehen. Dieser habe ich gesehen. Walla, der Trailer, der schaut, Walla. Hab ich harte Jahre gekriegt von diesem Trailer. Oh Gott. Ich habe mir gedacht, ich habe mir den Haftbefehl, ich habe das gelesen und ich habe mir auf dieselbe Schiene da wie ein Frauenarzt oder so, irgendwie so. Dann habe ich mir gedacht, was werden sie denn über den für einen Trailer machen? Dann sehe ich, was der Leute im Stadion hat, und dann denke ich mir, was ist denn los? Verrückt. Das ist ein eigener Rap, nicht pornöser Rap. Okay. Aber ist ja krass, du hast da nämlich so einen Vergleich, die Doku, die hat dann so einen Zeitsprung vom Jahr mit drinnen, wo er dann wiederkommt und dann, wie krass, dass der sich dann verändert hat auf ein Jahr, wegen der Drogensucht und seinem ganzen Konsum und so weiter. Also echt heftig, was das ausmacht dann. War schon mal interessant zum Singen, wenn man den ein bisschen kennt und da interessiert ist. Kann ich es empfehlen, die Doku ist auf alle Fälle keine verlorene Zeit. Hat die das dann jetzt abgeschreckt, so mit was passiert nach einem Jahr mit Drogen und so? Nein, ich weiß nicht, jetzt er hat 25 Jahre konsumiert und ich weiß, da ist die Grenze scheinbar. Ach so. Also 24 Jahre, ich habe also noch 1,5 Wochen Zeit. Gut. Hab's dann gesagt am Schluss von der Doku, oder? Ja, genau. Habt ihr zufällig schon den Superman gesehen vom James Gunn? Ja. Du hast ihn auch gesehen, oder Mike? Ja. Ja, also ich habe den jetzt auch endlich gesehen. Ich muss schon sagen, mir hat der gar nicht gefallen. Also das Coolste an dem Film ist der Hund und Krypto. Und der Rest, also
so eine Lusche. Das ist ja unglaublich. Das war das Schlimmste von dem Film. Das war das Schlimmste. Jetzt lass uns doch mal Schwäche zeigen. Allein schon, dass der James Gunn offensichtlich keinen Bock gehabt hat, einen Anfang zu machen, weil man gedacht hat, ja, okay, diese Story vom Superman hat man ja schon 800 Mal gesehen und so, aber irgendwie so lose dann auch erzählt und, also, ihr seid ja tief auch in die Comics drin. Also, könnt ihr mir sagen, ob das irgendwie durchweg tolle Hommage an das Ganze war und ich habe es deswegen einfach nicht gecheckt, weil mir hat der Film wirklich gar nicht abgeholt. Ja, es sind natürlich wieder viel Dinge drin für die Comic-Fans und ich finde ja, der Film ist so ein richtig quietschbunter Comic-Film einmal, also da ist das stimmt, ja. Also die ganzen Sachen, die da passieren, die sind wie so einzelne, weil du hast den Comics auf, das ist ein total düsterer, hast du auf, so diesen locker flapsigen Ton drinnen und er vermittelt schon einen richtig krassen Comic-Ton, finde ich. Dann habe ich so Sachen dabei, die wo für einen James Gunn üblich sind, da wo sie in dieser Blase dann drin sind und dann alle werden hauen dann weg und hin und her. Das haben wir am Anfang von Guardians of the Galaxy 2 schon gesehen, wo ein Kampf irgendwo passiert und wir sind aber ganz woanders. Die Perspektive ist ganz anders. Oder wenn Lois dann mit dem Superman redet im Hochhaus und im Hintergrund kämpft die Justice Gang gegen dieses Riesenmonster und so, sagst du, ja, okay, das sind lauter so Sachen, das ist so typisch Gunn mittlerweile. Ja, und ich fand halt wirklich... Ich mag einen James Gunn normalerweise, aber das läuft sie tot. Das läuft sie tot, weil er das mittlerweile in jedem Film so macht. Und ich fand's wirklich so schlimm, weil er halt so ein Luschen ist. Wie du sagst, der Film geht ja schon los mit, er hat auf die Fresse gekriegt und da liegt er und da bleibt er fast bis zum Schluss vom Film liegen. Das ist, ob er jetzt dann in dieser Paralleluniversum, da in diesem Taschenuniversum ist, er liegt ja wirklich nur rum. Dann hätte er wieder Power, dann liegt er in diesem Strom drin, anstatt dass er rausfliegt, hängt er da drin und muss sich schon wieder von seinem Dreckshund retten lassen. Ich verstehe dich, Corby. Das hat mich auch total genervt. Lass den Krypto in Ruhe. Ich verstehe es. Wirklich, das beste Element war, dass er den Hund durchgehend dann Gott sei Dank einbaut hat. Ich fand dann am Ende den Auftritt von ihr cool, vom Supergirl. Ja, voll super, das war gut. Also extra auf andere Planeten fliegt, damit sie sich zusaufen kann, weil sonst fliegt der Alkohol nicht. Aber für mich war das so lose dahinklatscht und ja, wie du schon sagst, dieses Luschen-Element und der Nicholas Hoult, der den Lex Luthor gespielt hat, also er war schon böse und so, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich darf mir unter dem Lex Luthor doch irgendwie ein anderes Gesicht vorstellen. Ja. Ich hätte jetzt gerade erwartet, dass der Kani voll ausflippt. Ja, ich glaube, der Kani sagt das auch. Beschimpft. Ich habe den gar nicht so gut bewertet. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal in irgendwelche, weil Lex gesagt hat. Also ich fand ihn zwar ganz cool, aber mir ging da auch irgendwas ab bei dem. Ich habe jetzt nicht so das Problem mit dem, dass er da mal verletzlicher ist, weil ansonsten ist er immer übermächtig und das ist ja so das größte Manko am Superman in meinen Augen, weil er halt eigentlich ist er übermächtig. Was möchtest du denn? Ja. Aber die Fallhöhe zwischen Man of Steel und Cavill als Gott und die ist schon voll krass. Wenn sie in der Mitte ein bisschen drauf hätten, ich mache ihm das schon, ich gebe ihm das, dass man sagt, man braucht diese Fallhöhe, dass nicht alle anderen für nur Ameisen sind, die jetzt drucken kann. Aber so, dass er halt wirklich so schwach ist, das ist ja voll krass. Er kann ja trotzdem alles drucken. Es wird nur mal, und es ist ja dann auch noch erklärt, warum er aufs Maul gekriegt hat, der da ihm da aufs Maul gibt. Also das ist ja, der hat ja auch die Kraft dazu, dass er ihm aufs Maul geben kann, der ihm da am Anfang, von dem er die Fresse poliert gekriegt hat. Aber insgesamt, weiß ich nicht, ich kann es ja, bei dem Film ist es bei mir irgendwie so schwierig, weil ich es nicht so richtig greifen kann, was mir genau abgegangen ist bei ihm, bei dem Superman. Ja. Aber irgendwas fehlt mir da. Das hoffe ich, dass man dass das bei dem nächsten Teil dann anders wird. Da ist mir irgendwie ein wenig komisch vorgekommen in manche Dinge. Was ich geil gefunden habe, war halt der Guy Gardner. Also ich liebe Nathan Fillion und ich finde es geil, dass ein Guy Gardner in dieser 80er-Optik mit seinem hässlichen scheiß Havelschnitt, dass sie halt dann auch immer wieder adressieren, dass er halt beschissen ausschaut und er kommt sich aber selber so geil vor. Ich liebe dieser Nathan Fillion. Ich hoffe, dass wir von dem noch so viel mehr sehen als Guy Gardner, weil er so ein geiler Typ ist. Und das Geile ist ja auch, am Superman reißen seinen Arsch auf, weil er die da geholfen hat, da unten in diesem Krisengebiet. Ja. Und dann ist aber der nächste Einsatz, dann, wo diese Justice Society eingreift und dann aber so richtig Leid verrammt, mit die Panzer auf Leid schmeißt und so. Und da sagt aber dann kein Mensch was, da wird dann gejubelt. Aber bei Superman, dann heißt es einmal,
hey, der Superman, da hast der und die Nachricht haben ihm seine Eltern geschickt, das ist jetzt voll der Bäse. Wo leck, und die Leute, die wo ihm gerade vor 30 Sekunden zugejubelt haben, die schmeißen ihm jetzt eine Cola-Dosen an den Kopf, weil jetzt finden sie alle voll scheiße. Es ist so schnell, weißt du, es ist jetzt sagt, okay, hey Superman, sag uns mal das, was ist denn los mit dir? Na, du hast sofort, du blöde Sau, und dann schmeißen sie ihm sofort Klump ins Gesicht. Ja, aber ich glaub, das ist mit Zeit, jetzt war der Gott der große Held und jetzt hasst es alle für das, dass der Lex Luthor, der Oberzipfelschwinger, da solche Sachen verbreitet. Ja, Cancel Culture ist das halt. Ja, ich weiß. Ja, dann diese blöden, also das war, glaube ich, eine von den schlimmsten Szenen mit den Affen. Die mit den Affen an die Computer haben wir auch gedacht, ja, jetzt können wir in den Krampf. Die war super. Das ist, die finde ich auch gerade am geilen, weil das ist nämlich ein geiler Wink ans Internet, wie es jetzt gerade läuft. Ich weiß, was er möchte. Aber es im Internet passt halt nicht immer überall ein. So. Ja, ins Taschenuniversum hat es selber. Die Affen am Laptop. Es ist wie wenn wir hier drei vor dem Laptop sitzen. Er war auf jeden Fall eher unterer Durchschnitt und ich fand, er hat sie ewig gezogen. Also das, ja, keine Ahnung. Nicht mein Film. Was richtig schlimm ist, sind die Post-Credit-Scenes, die sind eine Frechheit. Was du sagst, da muss ich bis zum Ende da sitzen, wegen dem Scheißtrick. Das geht mir so richtig auf den Sack, wenn sie die bis ans Ende sitzen lassen. Und dann bringen sie eine... Ja, und dann einmal ist ja nur die Szene, wo sie auf dem Mond sind, als Mid-Credit-Scene, und dann kommt ja noch mehr Post-Credit-Scene, wo er dann mit dem Mr. Terrific an der Wand sitzt, wo du so den Riss siehst, der da entstanden ist. Ach ja, und genau. Da unterhalten sie sich kurz und denken, hey, fickt ich kann euch jetzt schon sagen, ihr könnt es einfach auf Wikipedia in der Handlungsbeschreibung ganz unten nachlesen, da steht es sehr genau beschrieben, tatsächlich. Wo ich mir dann eingedacht habe, wenn ich mich vorhin ein bisschen schlau gemacht habe, warum schreibt man denn so einen Scheißdreck da nur in die Handlungsbeschreibung? Er beschwert sich vorher, als wir über Sinners reden, er möchte nicht gespoilert werden, sitzt sie aber dann hier und liest zu einem Film die Handlungsbeschreibung auf Wikipedia. Ich habe die Trivias gelesen und dann habe ich... Das Korbsche Paradoxon. Da hat aber den Film vorher schon gesehen gehabt, wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich hab mir das heute habe ich mir das erste alles angeschaut. Nur für die Folge. Unglaublich, der Kerl. Unglaublich. Habt ihr noch was? Ich mag nicht mehr. Ja, nicht mehr, mir reicht's. Mir reicht's. Dito. Du, wenn du mit deiner Spoilerei sowieso hinlässt. Eine Kleinigkeit, jetzt zwar noch einen ganz schlechten, der ziemlich cool war, aber das erzähle ich beim nächsten Mal. Und ich habe noch der Alex hier gesehen auf Netflix, den ich eigentlich gar nicht schauen wollte und bin aber dann hängen geblieben, weil irgendwo Score war und dann hat er den auf einmal gespielt. Und ich habe dann am Laptop irgendwas gemacht und auf einmal fressen sie da voll die Leute zusammen. Ich war extrem positiv überrascht von diesem Film. Ist ein Film schon, okay. Ja, das ist so deutsch synchronisiert, weil oftmals sind diese taiwanesischen Filme, ich glaube taiwanesische oder indonesische Filme haben die oftmals bei Netflix nicht synchronisiert. Der war es schon. Und also ich muss wirklich sagen, nimmt keine Gefangenen, braucht nicht viel Anlaufzeit, er geht voll los. Die Leute sind brutal schnell infiziert, die Symptome verbreiten sich brutal schnell weiter bei den Leuten und in der Bevölkerung. Wir haben ja da schon so 28 Years Later und 28 Weeks Later und Dawn of the Dead, 2009 oder vom Zack Snyder, da das Remake, oder 2006, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja, also da ist er stark inspiriert und ja, es passiert immer was. Es passiert immer was. Es ist teilweise extrem blutig, wie es Leute Kopf aufbeißen und Arm brechen und abreißen und ausweiden und so. Cool. Das steht zwar dann auch frei ab 16 da, habe ich dann schmunzeln müssen. Aber den kann man sich wirklich einmal anschauen. Also für demjenigen, der wo jetzt sagt, vielleicht 28 Years Later, war er zu artsy oder ein bisschen zu mäh, der kann sich den einmal anschauen, weil da hat sich wirklich was kreiert. Ja, aber das sagt ja keiner. Es gibt ein paar, die das sagen. Nur wenig dumme Leute. Nein, es gibt voll zu viel, gar nicht, es gibt voll zu viel. Egal, also schaut's mir rein, vielleicht schreibt es uns, ob er euch gefallen hat, weil ich bin da so gesessen und hab mir gedacht, scheiße, ich wollte jetzt den eigentlich gar nicht so gut finden, aber er unterhält mir jetzt gerade Vollgas. Und das und sei und dann Belagerungsthematik, und dann haben sie in der Kirche und dann retten das hier und überall Zombies Massen, also Zombies habe ich schon wieder gesagt, das sind nicht Infizierte in dem Fall, Massen, und die haben es wirklich geil gemacht. Die werden wirklich da daherkommen. Toll. Voll bedrohlich. Cool. Schön. Ja. Ich hab nur den Mini-Trailer gesehen und da habe ich gedacht, muss ich schon Bock drauf haben. Aber wenn du schon sagst, dass der gut war, dann... Ja, den kann man sich mitgeben. Das ist jetzt nichts, der wo die Welt jetzt zusammenreißt, weil er so geil ist. Aber für dieses, was er da ist und aus dem Land, wo er kommt und was er alles macht, dass er unterhaltsam ist und da kann man sich schon mal reintun. Der war jetzt nicht verkehrt.
Ja, und dann machen wir die Top 10 Folge, dann ist bei dir auf Platz 1 The Life of Chuck und danach der Elixier. Ist schon klar. 28 Years Later. Auf einmal 28 Weeks Later, ja, genau. Auf einmal ist der beste Film des Jahres für mich. Er hat uns nur an der Nase rumgeführt. Nur ein Jahr lang. Geil. Das wäre eine richtig geile Geschichte. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ja, von dem habe ich noch gar nichts mitgekriegt, von dem Elixier, weil Gott, ich bin aber der ist irgendwo an Halloween rum, ist der rausgekommen. Ich habe nicht viel auf Netflix geschaut, muss ich sagen, zur Zeit. Außer Ranma, 1,5, die zweite Staffel, glaube ich. Läuft schon. Geile Scheiße, ja. Ja, das mengen wir. Ja. Natürlich hast du Netflix geschaut, hast du die Haftbefehl-Doku geschaut. Ja, okay. Aber an dem gleichen Tag ist, glaube ich, die Elixier rausgekommen. Ja, ich habe die Hafti-Doku erst heute gesehen. Hafti, also, sag nicht Hafti, ja, wenn sag du mal, Spezi ja, warst mit dir. Ja, Falle, das sagen alle so. Deswegen so, sagen sie jetzt auch okay. so. Alle sagen mir, yeah, Hafti, Alter, Hafti, wir sind Brudis. Sagt man dann Hafti, sie Hafti? Ja, sie Hafti. Wenn man dann nicht Hafti. kennt, sagt man dann sie Hafti? Sie Hafti, haften sie hierfür. So, Leute, jetzt gehen wir ins Bett, würde ich sagen, Ja, oder? Schluss ist. Jetzt ist hier echt einmal Schluss. Vielen Dank, schön, dass wir es mal wieder zurückgeschafft haben. Schön, dass ihr da war. Das war nicht schlecht, dass wir alle da waren. Es war Hat mir toll. gefallen. Ihr habt einen tollen Beitrag geleistet. Ich liebe euch. Ja. Danke an alle, die zugehört haben. Das ist natürlich immer schön. Auch an unsere neuen Hörer, die wir jetzt da aus Ostfriesland sogar haben. Da heißt es, dass man uns nicht versteht, wenn wir einen Podcast auf Bayerisch machen. Und dabei sind wir mehr oder weniger multilingual unterwegs. Ja, Friesisch ist aber auch schlimmer wie Bayerisch. Das muss man schon auch sagen. Nein, das darfst du nicht sagen. Es ist nichts Schlimmes. Es ist einfach nur Ja, oder wir haben eine neue einheimische Hörerin dabei, die hat uns auch ganz eine nette Nachricht geschickt. Bei Instagram heißt es Oktober VHS, die Michelle. Vielen Dank an der Stelle. Sehr lieb, was du geschrieben hast. Und erzähl's ein bisschen weiter. Du kriegst einen Flyer von uns für euer Creepy Crypt in München. Dann machen wir da ein bisschen Connections. Jetzt hast du sofort überzeugt, wenn du sagst, du kriegst Flyer von uns. Bestimmt. Jeder möchte Flyer von uns. Oder Aufkleber. Schreibt's uns. Okay, dann machen wir das. Auf alle Fälle dann danke fürs Zuhören an die netten Leute. Und Ja, vielen wir Dank. hören und sehen uns bald wieder. Ja, Beim- vielen Dank. Ach so, ja, stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Nicht vom Haftbefehl. Ich weiß nicht, ob der Bayerisch kann. Wo kommt denn der her? Offenbach. Doch ein erfundener Ort, oder? Aber es ist schon mehr mal schon der beste bayerische Podcast von Indonesien, da jetzt, muss ich sagen, oder? Definitely. Ja. Macht's Ja, es die gut. haben nämlich eine neue Regierung. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre. Tschüss.